20 Uhr, 20 Uhr, was knackst denn da schon wieder so? Mein Gott, ich und mein Mikrofonsammelsurium, Grütze, Nallfeier, Himmel, Hackgott, Sakrament, 17 Mal in die Pfotzen geschissen. Ich glaub, dass ich einen Anfall krieg da herin. Warum hör ich mich schon wieder selber hau ab? Warum hab ich schon wieder überall Hundshaar? Und überhaupt sowieso, heute ist Micker. Wo ist denn überhaupt die Tröte? Die hab ich gerade in den Händen gehabt. Also mit einpfimmeln, so. Habe! Ebens, Birger, grüß Gott, beieinander. Heute am Mittag 20 Uhr und endlich ist finally time for the fucking Rimworld. Menschen, Leid, schlachten, kochen, essen, heiten. Kommt noch vorher eigentlich, aber egal. Und dann anziehen. Cowboy-Hut aus Menschenhaut. Beste Hut, Alter. Was ist mit dem scheiß Mikrofon schon wieder? Ich verstehe mich nicht selber. Verstehen Sie? Da, am Anfang flippt er mit Twitch aus, schon hin. Twitch sagt mir über 20, 30 Sekunden früher. Hab ich so das Gefühl. So, jetzt erstmal habe ich die Ehre in den Haufen hinein. Habe die Ehre an den Opa Rüdiger, an den Jonas Hof, an die Elena, an den DC Custom, an den Maxi Sepp, an den Büchler, an den Mainmaker, an den Daffy Decker, an den Forest Squad, an den Billing, an den Matzima, an den Schattenkind, an den Major Leon, an den Motzig, an den Wistball, an die Steffi B, die hoffentlich immer noch fleißig mitnotiert, weil heute habe ich angefangen, oder wollte zumindest, ich habe zumindest mit Fragen ausgesucht fürs Fragevideo und hab so nachgedacht, so, Alter, wie schnell ist eigentlich das Jahr vergangen? What the fuck, Alter? Wo ist das eigentlich? GM Chris! Merci für den neuen Bussi aufs Nussi. Erster, aber kein Popo-Mann, weil ich hab zumindest habe ich direkt gesagt. Habe dritt. So, heute ist was passiert. Ich sitze da und denke so, what the fuck? Erstens, sitze so da. Das hat jetzt mit Rimworld nichts zu tun, aber da muss ich jetzt kurz drüber schmerzen. Weil ich da sitzen muss seit einer Stunde lachen, Alter. Seit einer Stunde sitze ich da und lache mich über meinen eigenen Scheißwitz kaputt, Alter. Und das ist schon lange nicht mehr passiert, Alter. Das ist schon sehr lange nicht mehr passiert, Alter. Und dann sitze ich so da, so Nachmittag so, Alter. Linse! Stop it! Servus Bürger. Heit wieder vom PC aus. Ja, wieder daheim. Urlaub ist leider schon wieder vorbei. Urlaub ist leider immer Grias nach zu schnell Landau vorbei. und Grias an unsere Nachbarn aus Österreich. #Nabecker, Jetzt mittendrin auf zum Schmerzen, die alte Misthue. #Nabecker, Bierbraunheit. Bierbraun. Schwierig, ich müsste da braun schreiben eigentlich, weil Bier ist meistens nicht braun. Also hoffentlich nicht. Merci, Herr Stötzer, liebe Merci. Ich wollte gerade was verzeihen. Also jetzt pass auf. Also, ich habe ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet, so dass man. Ja, das was ein bisschen die Motivation feiert. Und jetzt gestern haben wir einen Familienausflug gemacht, ja, so hier ins Aberland und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das hilft wirklich. Dir geht's Welten besser, mir tut's alles weh, weil ich den Tag davor mit dem Laufer war und dann gehst du den ganzen Tag umeinander wandern und was weiß ich überhaupt sowas. Und überhaupt sowieso so. Und dann sitze ich so da halt und dann soll ich irgendwas machen. Ja, wir haben als Frage, wie die ausstehen, habe ich da mir angefangen, ja, Dinge außer zum Tor und Fragen außer zum Speichern und die hat er mich abzumlegen und so. Und irgendwann sitze ich dann so da und denke so, irgendwie habe ich Bock, Idioten zum Verarschen. Irgendwie, also so hart Bock, Idioten zum Verarschen, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Dann habe ich so da gesessen und habe mir gedacht, ja, das kann nicht so viel Arbeit sein. Mach's du mal. Und dann habe ich gedacht, ja, das schneidest du jetzt einfach mal zusammen und dann laden wir das auf unsere Lieblingsplattform und ja, lecker. Es ist so schlecht. Es ist so unterschiedlich. Es ist so unterirdisch schlecht, oder? Aber es ist genau richtig. Das ist ja das Geile dran. Es ist so unterirdisch schlecht, es ist genau richtig. Pass auf. Ich zeig's euch auf unserer Lieblingsplattform. Ich zeig's euch. Hey, schieb sie da ab. Kannst du es lesen da oben? Kannst lesen da links oben. Und das Allergeilste ist, ich hab in der letzten Stunde 400 Follower auf TikTok gekriegt. Und das Geilste ist, in die Kommentare kommt ja, dass kein Mensch kapiert, was ich meine. Und das ist das Allerschönste. Pass auf, ich glaube, es ist ein bisschen laut. Ich drehe den Ton ein bisschen. Pass auf, ich habe 8600 Aufrufe auf dem Scheißdreck. Es ist so lächerlich, Alter. Es ist so lächerlich. Ich drücke jetzt einfach auf Play und dann schauen wir es uns einfach an.
Habe die Ehre, Ibel! Warum ist die Scheiße so? Diese Dreckshurensohn-Plattform, Alter. Das ist so laut, Alter. Ich drück nochmal, ich drück nochmal, warte. Ah, ist bei auch so laut? Habe die Ehre, übelst, Bürger! Tja, ich sitze jetzt wirklich schon Ewigkeiten umeinander und frage mich für was, dass man diese Scheißhaus-Plattform noch brauchen kann. Und dann habe ich mich gefragt, was ist noch schöner als Apple-Fanboys zum Ärgern? Richtig! TikTok-Retards triggern! Und bei er ist wurscht, das fangen wir noch mal ganz von vorne an mit How to Weißbier. Leider haben wir da eine Aufmerksamkeitsspanne von einem besoffenen Goldfisch, der 2, 3 Chromosomen zu viel hat und darum machen wir das ganz kurz in Phase 1. Wir sind mir! Habe die Ehre! So. Wenn ich über meinen eigenen Witz lachen muss, dann es kann nur gut sein. Ich habe heute beschlossen, TikTok wird mein Paralleluniversums-Account. Und ich sehe hier, wenn ich da so ums Eck schaue, 41 How-Tos. Die mir... Oh, ich werde so viel Spaß haben. Ich werd so viel Spaß haben, Alter. Ich muss atmen, warte. Und das Geilste an die Kommentare, Alter. Hab ich da Schneiderweizen gehört? Geil, Hero Quest habe ich noch. Theophilus Junior Bestelmeier. Okay. Dere. Phase 2 Pulsadern aufschneiden. Ich glaub, keiner kapiert, was eigentlich los ist. Also entweder, die Leute sehen das und kennen mich, davon geht es mir aus, dass mich da einige wahrscheinlich kennen werden oder schon mal gesehen haben und die denken gar nicht drüber nach, was ich da überhaupt tue. Zweitens, die anderen Hälften denkt sie so, hat der jetzt da wirklich ein Weißbier in ein Schnapsglas reingeschüttet? Zweitens, Alter, was habe ich mir da gerade angeschaut? Vielleicht, ja, Alter, ich glaube, die kapieren einfach nicht, was... Okay, so. Teppich auf, eine Kern dort. Oh mein Gott, werde ich die nächste Zeit viel Spaß haben. Was ist denn los mit dir? Bleinator! Oh, ich hab Donations übersehen. Chat the Cat! Und einen Bernhard Donner habe ich übersehen. Leute, es tut mir so leid, aber in den Dingen, jetzt pass auf. Was ist mit dem Radeln rausgekommen? Da schmerzt mir genug Verdummung für heute. So, tschüss dann. Ich kann heute leider keinen anrufen. Weder meine Mama ist erreichbar, noch die Bürgerin. Die Bürgerin sitzt im Pool. Dafür kriegst du von mir die Babytritte, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Pass auf. Bleinator. Tröte. Babytröte. Babytrete. So. Welcome to the Squad. Traumtelefon habe ich leider auch noch nicht. Ist mir angeboten worden, habe ich nie gekriegt. Außerdem kann man das, mir hat sogar ein paar angeboten, das Traumtelefon mir zum Schenken. Da habe ich gesagt, bist du behindert, das Ding kostet 150 €, wenn das noch funktioniert. Ich werd mich so daran ergötzen, wird Leute nicht kapieren, was gemeint ist. Wenn du einen Bürger auf Wish bestellst. TikTok. Das Allerschönste ist, wenn sie mir den anderen Vollmongo einer markieren, das ist das Allerschönste. Das ist, Und weißt du, was ich gar nicht kapiere? Ich habe mich mit TikTok ja nicht auseinandergesetzt, recht lang. Ich sitze da und habe 9000 Aufrufe auf dem Video. Und wo kommen die Leute her, Alter? Ich habe 3000 Follower. Wo kommen die Leute her, Alter? Wo? Und ganz ehrlich, weil Steffi B. gerade schreibt, du machst mich fertig, jetzt brauche ich TikTok auch noch. Nein, brauchst nicht. Ich werde euch, hörst jetzt auf, ich hätte dich schon retriggert. Stop it now, du hast gerade 9 € da lassen. Du Arschwurst. Chill, Chat the Cat. Bin mit am ersten Jahr Berufschill durch deswegen zweistelligen, sorry Chef. Den anderen retrigger ich noch und den anderen retrigger ich auch noch. Achtung. Fuck this shit, I'm out. What the fuck? Chat the Cat! What the hell? Schönen Abend, bin im ersten Jahr Berufsschule fertig. Dann sag ich GZ, Alter. Jetzt hagelst die fetten Kohlen im zweiten Lehrjahr. Alter, Sporterei geht. Brauchst du nicht eine Ausbildung? Ja, ich war auch mehr Azubi, ich weiß, wovon ich spreche. Dankeschön. So, jetzt kommt der Herr Donner. Herr Donner, bin 2 Jahre Vollbier-Squad-Member. Wie lange wird denn das da angezeigt? Eine Dreiviertelstunde, aber was ist denn eigentlich kaputt? Was ist denn... Und habe ich die Animation, die habe ich extra für Mojo und Frauge damals gemacht, weil die einfach nicht
Fuck this shit, I'm out. Zuckersüß. So, wo haben wir? Gibt's TikTok Best-ofs-Videos auf YouTube? Eher nicht. Eher nicht. Herr Donner, merci dir. Bald 2 Jahre voll Squad-Member, Alter. SQD-Member Euda. I bereu nix. Raute gödige Wichser. Göttige Wichser. Ist das neue Tausender-Rahmen? Sollte mal wer testen. Nein! Aus ist jetzt ist er wieder da. Sieh's alle Midanon. Siehst du, Herr Austrian, ich hab schon die Hoffnung gehegt, so, jetzt ist er stiller Zuschauer. Jetzt wirft er sein Geld nicht mehr aus dem Fenster. Hat mich offensichtlich getäuscht. Herr Austrian, was soll ich denn sagen, Alter? Merci dir. Bussi, Bussi aufs Nussi. Herr Zirngiwi, wehe, du lässt ein How-To aus. Nicht eins werde ich auslassen. Deswegen habe ich ja gesagt, wir fangen mal gehen. Weil ich sage halt, das ist so schön, ich kann meine eigenen Videos verarschen. Ja, schöner geht er gar nicht. Schöner geht er gar nicht. Oder ich habe so viel Content vor meinen Nosen, ich habe so viele Ideen, wie schon seit Ewigkeiten nimmer. Oder Elan auf Ideen und was zu machen, wie schon seit Ewigkeiten nimmer. Auch wenn es fucking TikTok ist. Hey, so ist, wenn es TikTok schafft, dass mir aus meinem Motivationsloch rausholt, dann halt in mein Maul. Dann können wir alle so viel TikTok schauen, bis wir Blut speien. Hashtag Band angerissen, Hashtag Geldgeiler Wichser. Bandel angerissen. Herr Haupt! Grüezi, fix da wieder los. Aber dritt kennst du Lisa Süß gute Besserung wünschen. Liesel! Sirsi Liesel! Bussi Nussi! Bussi aufs Bandel! Sie hat seit ein paar Tagen leider ein bisschen eine Auer am Fuß. Ein bisschen eine Auer. Aber der Bandreißen ist nicht geil. Ich hab mir auch schon öfter die Bandel gerissen. Und vor allem angerissen. Ganz furchtbar oft. Snowboard fahren, Skaten. Schlecht. Sagst dir alles Gute, wird schon wieder. Ja, solange der Hax nicht dran ist, weiß ich ja nichts. Leute, jetzt chillt's, was ist jetzt wieder los? Zirngebe. Ich werde nicht ein How-To auslassen. Das nächste ist How-To Leberkas. Oh, das wird katastrophal. Es wird so einfach und so katastrophal, dass ganz furchtbar aus ist. Ganz furchtbar aus. Was der alte Jäger, merci für den Euro. Hast du eigentlich ein Postfach? Nein, ich hätte da was für dich, keine Sorge, keine alten Unterhosen. Hashtag Weidmannsgeheul. Nein, ich habe leider noch keinen, kein Postfach. Noch nicht. Hab mir überlegt, ob ich mir sowas zulege. Ich glaube, sowas ist ja nicht recht teuer. Ja, aber dann schicken mir die Leute die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und ich verstehe die Frage nicht. Ja, warum sollten sie das tun? Ich frage mich doch da schon. Da kommt der nächste. Da kommt jetzt gleich der Wolfi mit der Lichtmalerei. Und da Mr. Andal. Grüß aus Litauen an die Heimat und an den Mr. GP91. Fühlen Sie sich gegrüßt. Merci für den Drilling. Bussi aufs Nussi. Wolfi! Nach einem harten Tag in der Arbeit Sprengi, das ist gar keine blöde Idee, oder? Besser WIAA Reha. Hashtag Birgerismedizine PS. Oh, Birger ist Medizin. Geh mal auf 3 Sessel, der ist schöner WIA da, aber. Geh mal auf den 3 der ist schöner, weil du, ganz ehrlich, ich bin schon stolz auf mich, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Und ich habe den ganzen Tag, was Birgerin ist gefahren, also Richtung Deckendorf und weiter und dann und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit so große Augen gehabt, wie dermaßen schön das bei uns ist. Das ist brutal. Brutal. So lange war ich schon nicht mehr draust. Also richtig draust. Ja. Wolfi, merci für deinen Fünfer. Merci dir. Bavarian Power, merci für deinen Zwickel. Sah, dass der Depp aus Passau kann. Alter. Ruft's mir an, wenn er die erste eigene Idee hat, dann können wir vielleicht drüber schmerzen. Das tut er doch schon seitdem er angefangen hat. Auf YouTube hat er leider kläglich versagt. Da wollte er mir dann absagen. Du brauchst es, wenn's du Matrix! Sommerpause machst. Was? Ihr sollt sie net wo Aloha. Herr Matrix, 15 Euro sind zu viel und du weißt es. Braucht man nicht rundum schmerzen. Sommerpause, Kinder, wenn es keine Donations nicht gibt. Das ist, wie gesagt, ich mache das dann nicht wegen Donations oder sonst irgendwas, sondern als Spaß an der Freude. Und ganz ehrlich, heute ist dieser Spaß an der Freude in einem ganz neuen Licht erstrahlt. Das war halt so ein richtiger, so da habe ich jetzt voll Bock drauf und das tust du jetzt einfach. Ist mir scheißegal, ob das 8 Leute oder 8.000 oder 50.000 oder sonst irgendwas, 1.000 Leute, ist mir scheißegal. Trollos im Internet triggern, das wird super. Und hoffentlich fällt irgendein Volldepp drauf rein. Das wird lecker. Dann gibt's meinetwegen auch meine ersten Reactions und dann werden so viele Leute aus dem Leben rasiert, sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Mein Gott, Alter, das ist eine Spielwiese der Volltrottel, das ist unfassbar.
Ich hab einmal wieder so durch meinen Feed durchgescrollt, Alter, da ist Scheiße drin, Alter, da kriegst du einen Vogel. Ich follow ja absichtlich nichts auf Twitch, auf TikTok. Ich möchte ja den Abschaum des Abschaums, den möchte ja ich. Was ist da eigentlich los mit den Leuten, frage ich mich manchmal. Aber ja, irgendwo muss ja der Content für ein neues Video her, was das ist. TikTok in der Nutshell, Alter. Ja, ich muss halt meinen Content dementsprechend dem Publikum anpassen. Dann kann es schon mal passieren, dass ich mir meine Lederhosen auf dem Kopf aufsitze und mein Dirndl als Unterhosen anziehe. Kann schon passieren. Matrix, merci dir. Bei Ryan Power, merci dir für deinen Zwickel. Wolfi, merci für deinen Fünfer und Birger ist Madison. Ja, es ist mir eine Ehre, wenn ich die belustigen kann, das ist immer schön. Zirngewih! Ich habe jetzt schon Kopfkino, Vollgas. Ja, und ich eben auch, das ist ja das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe schon lange nicht mehr so den Elan gehabt, wie seitdem jetzt, wo ich mir gedacht habe, Alter, wieso bin ich da nicht früher draufgekommen? Und ich bin nicht wirklich da gekommen, und denke, kann man TikTok nicht vielleicht wirklich für irgendwas hernehmen, was nicht absolut peinlicher Scheißmüll ist? Ja, um die Leute zum Verarschen. Und zum Zuschauen, wer in die Kommentare so dumm ist und kapiert's nicht. Das ist das Schönste. Chattercat, merci für den Zirkel. Hat sie noch nicht doppelt geschickt? Wen ist auch wurscht? Nein, ist nicht wurscht. Die ziehst du zurück. Es hat einen mit 9 Euro gegeben. Habe ich da herum. Habe ich aber auch getriggert und einen mit 1 Zehner. Einen mit zurückziehen. Mindestens. Das mag ich nicht. Nein, jetzt seid Leute chillen. Alter, es ist 16 noch schon wieder. Wir müssen Rimworlden! Ja, es ist ein bisschen Vierkant-Salami. Auch weder Bürger auf TikTok. Babene. Geh frei mi Show auf die Kommentare. Das wird chill. Ich möchte halt, dass natürlich der harte Kern weiß, dass ich das nicht ernst... Also wer das sowieso nicht checkt, dass ich das nicht ernst meine, dem kann ich sowieso nicht helfen. Ich meine, um die Leute geht's ja. Baron aus der Lebenshilfe. Vierkant-Salami, 15 Euro sind zu viel und du weißt es. Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Bei Baron Power, er nennt sich ja einen Baron von Bayern, ja. Wenn es mich fragst, ist er ein Baron aus der Lebenshilfe. Alter, wenn seine dumme Fresse bloß sehe, Alter, das ist so, da braucht er nicht mehr was sagen, das ist so viel cringe, dass man alle Haare zusammenzieht. Und jeden Witz, den dieses Hopperl macht, habe ich schon vor 4 Jahren gemacht. Das ist halt das Traurige. Ja, was weiß ich schon. Jetzt spielen wir Rimworld! What? Einmal drücken auf F5 zum Schauen, wie viel Leute das die Scheiße auf die... Also haben wir schon bei 10.000 Leute, wo sie... So lächerlich, Alter. So, ich weiß nicht, wo die Leute herkommen auf TikTok, ich weiß es nicht. So, ihr seid! Was ist das Game da? Erklär mal. Herr Heisenberg, Bavaria, das werden wir jetzt eine Klasse finden. Ja, lasst euch einmal nicht. Greenscreen, kaputt! Warum? So! Kinder, Rimworld. It's time for some Rimworld. Bernd Lanz! Der aus Bürgerlein, dann freue ich mich schon mal auf How to Schleidern auf TikTok. So weit bin ich noch gar nicht. Die kommen in der gleichen Reihenfolge, wie es auf YouTube gekommen sind. Ja, also das nächste wird wahrscheinlich How to Lebergas. Schau, oder war das How to Bockfutzen? Weiß ich nicht mehr. Fox McCloud, seit langem bist du wieder so richtig gut drauf. Taugt mir und gefällt mir, dass der Abend gleich viel schöner. Weiter so. Taugt ma und gefreit mi. Da ist der Abend gleich FÜH schöner. Weiter so. Ich hoffe sehr, dass man das gefällt mir natürlich, wenn man das merkt. Und ja, ich bin sehr gut gelaunt. Sag ich dir ganz ehrlich, ich bin sehr gut gelaunt. Der ganze Bewegungskack, der ganze Sportscheiß, was jetzt noch nicht viel war, um Gottes Willen. Und das mal aussehen unterwegs und scheiß die Wand an, Alter. Bringt's voll, Alter. Bringt's voll. Zirngebe, merci für den Zwickel. Bau bitte ganz spontan eine Rick and Morty Vertonung noch mit ein. Wieso denn? Kann man auf TikTok noch Sachen vertonen, ohne dass man geupload filtert wird. Ja, ab 1. August wahrscheinlich nicht mehr. Leute, Donations sind jetzt aus. Was soll man da eigentlich denken? Das ist 20 nach, so lange haben wir noch nie gebraucht. Aber heute ist es auch ein bisschen was anderes. Wie heißt denn auch der Depp? Das ist der Name, den dürfen wir uns nicht aussprechen. Ja, nach wie vor. Ja, vielleicht, weißt, wenn er irgendwann einmal 500.000 Follower irgendwo angekratzt, dann ist es vielleicht irgendwann einmal wert, dass man aus dem Leben rasiert, weil dann grabe ich seine alten Videos über mich aus und vor allem seine ultra peinlichen Versuche auf Facebook, sie bei mir zum Entschuldigen und bla bla bla, Alter. Alter, das wenn ich veröffentliche, Alter, dann... Es ist so unfassbar peinlich. Was zuerst mir als Hinterwäldler bezeichnen, weil man die Leberkasse immer mit Ketchup nicht essen darf und bla bla bla. Aber wenn es die TikTok-Klicks gibt, gell, dann kann man sogar mal 1:1 ein paar Videos von dem alten Hinterwäldler noch. Mei, du peinlicher Trottel, du peinlicher. Unfassbar, Alter.
Unfassbar, aber das war mir schon klar, dass auf TikTok sich das Publikum findet, was diesen Vollidioten feiert. So, Schnauze jetzt haben wir 2 drüber geredet und die Kacke geht's nicht. Tommy, Just Mercy, Leon, merci wieder Euro, Derry, weiß-blaue Karre ist schon 68 geboren, ja. Yeah. Aber ist immer noch ein Meisterberg. Wann hast denn du heute, was? Wen hast denn du heute getrollt? Komm erst jetzt dazu, gehst mal auf TikTok, suchst nach Birkster, So, Spielladen. Von wem ich rede, keine Ahnung, ist nicht wichtig. Das ist noch nicht wichtig. Vielleicht wird es irgendwann einmal wichtig. Ich glaube, wird nicht wichtig. Das war in den letzten 4 Jahren nicht wichtig, ist ja jetzt nicht wichtig. So, Freunde der Sonne. Ich habe mir ganz kurz unseren Spielstand vom letzten Mal angeschaut. What the fuck is RimWorld? Kann man uns jetzt auf RimWorld konzentrieren? Grüezi, Fixletten, Alter! Wer kennt RimWorld? Hand hoch. Wer kennt RimWorld nicht? Hand hoch. Glaubst du, dass ich die Scheiße jetzt im Chat lese? Ich erklär's trotzdem. So. Lasst euch... Oh, was ist denn das, oder? Was? Unterschiedliche Mods. Die verwendeten Mods in diesem Spielstand unterscheiden sich von den aktuell aktiven Mods, je nachdem, was die Mods machen. Dieser Spielstand wurde mit folgenden Mods gespeichert. Harmony Core Multiplayer. Hä? Hä? Wir haben doch damals keine Mods nicht. Die drückt jetzt einfach mehr auf Lohn. Die Modliste hat sich gerne gespielt und dann, ja, okay. Keine Ahnung, müssen wir später mal starten. Keine Ahnung. Also, RimWorld ist einer der besten Beweise. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber RimWorld ist wirklich so fucking outstanding als Beweis dafür, dass Grafik nicht wichtig ist. Das Gameplay in diesem Spiel ist so dermaßen einzigartig, dass das... Was ist denn alles da mit Core Royalty nicht installiert? Was soll denn die ganze... Okay. Erst einmal Pause. So. Regel Nummer 1. Nicht von der Grafik abschrecken lassen. Ganz furchtbar wichtig. Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. RimWorld ist im Grunde ein Geschichten-Erzähl-Simulator, der das grafisch ganz einfach und leicht darstellt mit einem sehr komplexen Crafting und Collecting-System und was weiß ich, was alles seht. Du strandest dein Raumschiff. Stürzt ab, du landest auf dem Planeten, auf irgendeiner, sagt man da irgendwo Welt, pass auf, Weltkarte, generiere Planet. So, da irgendwo auf so einem Planeten und dann gründest du da deine Kolonie. Ja, und die musst du aufbauen. Du hast da eine riesengroße Map, da kann man sauber auszoomen und da rundum fahren. Da gibt es verschiedenste Materialien, verschiedene Biome, alles sehr Vollgas, sehr vielfältig, sagen wir es so. Und dann hast du deine Kolonisten. Wir haben da herum zum Beispiel haben wir da einen Pro-Gamer. Ja? Der Pro-Gamer liegt gerade im Schlafzimmer mit der Bibi. Ich weiß nicht mehr, haben wir die damals so benannt? Keine Ahnung. Wir haben auf alle Fälle einen Pro-Gamer, wir haben einen ESO-Sepp und wir haben einen Franziska und wir haben einen Bibi. Wo immer die Bibi herkommt, das weiß ich nicht mehr. Aber die Regeln, alles was in der Kolonie so ansteht, von selbst. Aber du kannst die ja teilweise ein bisschen selber steuern. Und jeder von diesen Kolonisten hat verschiedenste Bedürfnisse. Sagt man da drüber. Das ist jetzt so das Menü hinter mir. Das ist aber nicht so wichtig, das braucht ihr nicht sehen. Birgit Busen. Stimmt! Bibi ist Birgit Busen, Alter! Wieso heißt die Bibi und nicht Birgit Busen? Die müssen wir gleich mal umnehmen. Ja, das ist die Geliebte vom Pro-Gamer übrigens. Bio. Was? Basil Bibi Better. Was ist das für Scheiße, Alter? Umbenennen, Alter. Bibi. Oh, Birgit. Busen. Basil, Birgit, Better, Busen. Ich verstehe die Frage nicht. Okay. Das ist auf alle Fälle die Birgit. So. Und dann... Ja, haben wir auf alle Fälle mal, schauen wir uns einmal so die Grundbedürfnisse, ich weiß nicht auch nicht mehr, was wir schon alles gemacht haben. Wir haben auf alle Fälle Tiere gezähmt, wir haben einen Panther, ja, und die haben wir schon mal geworfen. Wir haben einen Xari, da, der Xari, der Erste. Der Xari, der Erste ist der Babypanther, der ist gerade mal ein Tag alt. Alter, pass auf da, Alter, ein Tag, Alter, da hat der Panther hier sauber, was es ist, und dann hat er sauber einen Xari rausgehauen und jetzt warten wir, bis der groß wird. So, die anderen zwei Schluffern, das ist der Sepp und Zenz. Der Strauß namens Franz Josef. Alter, Sprengi, beste Idee ever. Sobald da irgendwo Straußen sind, die werden wir zähmen. So, auf alle Fälle. Normalerweise ist es gerade Nacht. Da schlafen alle normaler Leute. Aber außer der ESO-Sepp. Warum der ESO-Sepp nicht? Bedürfnis.
haben wir Ernährung, Erholung, Entspannung, Stimmung. Die Stimmung wird von 1000 Sachen beeinflusst. Vor allem, weil wir haben Menschen geschlachtet, -6. Menschen geschlachtet mal 2, -11. So, Inventar. Oder wo ist denn das? Sozial, Bio. Ja, genau. Da haben wir so, also jeder Kolonist hat so gibt es ganz viele verschiedene Fähigkeiten und ganz viele Merkmale und wie er sich verhält und so weiter. Und der Seppel Sepp hat halt nun mal die Gewohnheit, er ist Nachteule. Und dann steht da drin eine Beschreibung drin, dass wenn Tag ist, dann ist er ganz, ganz, ganz unzufrieden. Das gefällt ihm nicht. Deswegen lässt man ihm nur in der Nacht arbeiten und aufstehen und scheißen machen. Ja, und das ist jetzt deswegen das Space so komplex, oder ich glaube, da rede ich jetzt gar nicht lange umeinander. Ja, darum ist der Sepp jetzt gerade wach und jetzt schauen wir einfach mal, was er tut. Ja, jetzt drücken wir einfach mal auf Play und schauen wir, was er tut. Der rennt jetzt da umeinander und er tragt gerade 67 Stahl zur Lagerzone 4. Uzi, merci wieder eure RimWorld-Erklärung. World ist klar und zu Rim sagt Urban Dictionary folgendes. Oh Gott, Alter. To lick someone's anus with your tongue. Called rimming because it's done around the rim of the anus. Ist ja wohl selbst erklären. Hashtag kaputt. So, was soll ich jetzt da lange erklären? Also jetzt pass auf. Oh, Birgit ist wach. Wieso ist denn Birgit wach? Das weiß ich nicht. Okay, der Sepp, was tut der Sepp? Trägt Stahl 35 zur Lagerzone 4. Also das ganze Konstrukt da, das haben wir gebaut. Ja, das musst du selber bauen. Und dann musst du da Kich bauen und lauter so ein Zeug und du musst forschen und Essen zubringen und farmen und so weiter und so fort, dass du halt nicht verhungerst. Gut. Also, wo haben wir wieder stehen geblieben? Ich glaube, das letzte, was wir angefangen haben, das ist das da, unser Labor. Weil in unserem Labor, pass auf, steht folgendes. Das ist eine verdammte Brauerei. Da kann man nämlich Bier brauen. Und dann habe ich mal geschaut, so, Alter, wir haben doch schon irgendwo einen Hopfer. Da ist ja Hopfer im Lager drin. Haben wir, und da haben auch unsere Kühlungen, damit es da drin alles schick gefroren ist, damit nichts passiert. Da haben wir, was haben wir da? Das ist Lagerzone für irgendwas anderes. Da ist Gewand drin und die Viecher, die wir geschlachtet haben und so weiter und so fort. So, jetzt schauen wir mal, was da los ist. Wo die Franziska pennt immer noch. Franziska ist auch massivst unzufrieden. Haben wir da herum, sieht man da im Hintergrund vielleicht, das ist so ein Balken im Hintergrund und wenn der ist schon ziemlich weit unten. Ja, das ist quasi die Stimmung und wenn die ganz unten ist, dann fängt Franziska aus zum Flippen. Jetzt schauen wir uns mal an, was mit der los ist. Sehr niedrige Erwartungen, sehr gemütlich, hat eine leckere Mahlzeit gegessen, geräumige Umgebung, gibt alles plus Stimmung. Und der Rest, abscheuliches Schlafzimmer, unansehnliche Umgebung, verunreinigte Jacke, wir haben Menschen geschlachtet mal 2. Ja, das wird sich ja nicht aufhören. Jetzt, wenn wir mir angegriffen werden, wenn wir mir die Leute fangen und wenn wir es nicht umbringen, dann werden wir es schlachten und werden wir es essen und dann werden wir es in eine Haut nehmen und werden wir unsere Jacken draus zimmern. So schaut es nämlich aus. So, was wir jetzt damit durchkanten ist, um die Stimmung aller Einwohner oder Bewohner zu heben. Oh, was tut denn hier? Pro-Gamer Leibwächter. Trägt Menschenfleisch. Oh, Training fehlgeschlagen. Mir wollte man gerade einen Xari, der hat jetzt gerade. Also jetzt pass auf. Der Pro-Gamer hat. Pass auf, Zuweisung. Hochzeit steht an! Pro-Gamer hat Birgit die lebenslange Treue geschworen. Birgit willigte ein und die beiden sind jetzt verlobt. Alter, wir heiraten mal. Jetzt geht's ganz anders. Auf alle Fälle hat der Pro-Gamer gerade da ein Stück Menschenfleisch geholt, nämlich da, Menschenfleisch. Ja, das ist ein bisschen dumm, gell? Muss ich mir auf der anderen Seite noch mit da, Menschenfleisch mal 1. und hat es am Xari gefuttert und wollten trainieren. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal da auf Arbeit. Zeigt ihr das? Da kannst du jedem Kolonisten, ich muss mich glaube ich woanders hin, oder? Ich glaube, das ist nicht gut. Was sagt ihr da dazu? Was sagt ihr jetzt? Ich weiß es nicht. Egal. Brautkleid aus Menschenhaut. Richtig! Das ist, wir müssen auf alle Fälle ein Brautkleid. Brautkleid aus Menschenhaut. Nice. Auf alle Fälle gibt es ganz furchtbar viele verschiedene Tätigkeiten. Wie zum Beispiel Hilfsarbeit, Aufsehen, wenn wir Gefangene haben. Tierpflege, ja, Pro-Gamer, Leibwächter, macht hier Tierpflege mit Prio 1. Das heißt, er geht immer wieder mal zu den Panther hin und versucht die zu zähmen. Dann kennen die was, die verfolgen die dann, wenn du angegriffen wirst. Dann kannst du die Panther auf Gegner schicken und lauter so einen geilen Scheiß. Jagen, bauen, kochen, Feldarbeit, Bergbau, Waldarbeit, Schmieden, Schneidern, Kunst, Handwerk, Transport, Reinigen, Forschen. Ja? Und mit Reinigen haben sie es, glaube ich, allesamt irgendwie nicht so. Darum, oh, der Sepp geht jetzt einmal schlafen. Und der Pro-Gamer versucht da Training fehlgeschlagen, beschützen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt machen wir da einmal. Lass Revolver normal fallen. Priorisiere Entfernen von Sand.
Jetzt schickt man es einmal zum Putzen. Ja, Programmer soll einmal ein wenig putzen, damit es da nicht überall so ausschaut. Das ist ein Wahnsinn. Überall liegt ein Blutlocker. Warum liegt da eigentlich überall? Da liegt überall Blut umeinander. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt los war. Sollten jetzt alle einmal eine Zeit lang putzen. Ja? Und indem du da einen Kolonisten ausweist und dann Rechtsklick auf irgendwo hin machst, kannst du ihm quasi sagen, was er da soll. Und nicht darauf warten, bis er es halt selber anhand dieser Prioritätenliste, die du ihm einstellst, machst, falls er einmal Sachen wichtiger sind, wie jetzt gerade irgendwie einen Cowboy-Hut aus Menschenhaut zu schneiden. Ich frage mich zwar, wann zur Hölle bitte jemals die Priorität niedrig für irgendwas her ist, außer einen Cowboy-Hut aus Menschenhaut zu machen. Aber du siehst schon, er mag auf alle Fälle immer schneiden. Was tut er denn da? Da hat er eine Fliese aus Granit. Was möchtest du mit einer Fliese aus Granit? Oder putzt einmal das Blut da auf die Seiten. Außerdem ist, wenn da viel Blut überall ist und die laufen da die ganze Zeit durch, dann kriegen sie Infektionen. Und lauter so ein Scheiß. Das endet nicht gut. So, jetzt nehmen wir mal, man kann es auch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Wenn du auf 1, 2, 3 drückst, da ganz rechts unten haben so Pfeile, dann geht quasi die Spielgeschwindigkeit schneller. Dann dauert das alles nicht so furchtbar lang. So, er hat schon wieder keinen Bock zum Putzen. So, Franziska. Nein, nicht repetieren! Wieso lässt denn die über eine Zeit gefallen? Jetzt gehen wir mal mit der Franziska da drin umeinander putzen. So, Birgit. Schau, Birgit Busen. Tut sauber Kartoffelnbrocken. So ist recht. So, Birgit, jetzt putzt noch ein wenig da rein, damit nichts passiert. So, schau her, überall ist Blut weg. Schön. So, ein wenig das noch weg. Das noch weg. So, draußen auch ein wenig putzen. Ah, ist recht. Das ist recht. So, Schlafzimmer putzen. Damit die Leute nicht in einer eigenen Kotze und Scheiße schlafen müssen. Dann schaut das ganz gut aus. So, dann kann man mal anfangen. Irgendwas müssen wir dann mal was Bestimmtes da irgendwie. Dreck putzen. Putz den Dreck jetzt weg. Da haben wir noch was. Wenn du übrigens Shift gedrückt hältst, dann kannst du eine Aktion an die andere rein. Dann tut er mehrere Sachen auf einmal und nicht bloß die eine, die es der Mo schafft. Ja gut, also im Großen und Ganzen schaut das ganz gut aus. Der Pro-Gamer versucht weiterhin da mit Menschenfleisch einen Xari zum Zähmen. Oh, Training erfolgreich, beschützen, 42% Chance. Das heißt, sobald man mir jetzt pass auf, da kommen Tiere und dann haben wir da, pass auf, da haben wir einen Sepp, Zins und einen Xari. Der Xari ist leider noch ein bisschen zu jung, dass wir ihm was lernen können, aber der muss erst erwachsen werden. Dann kommt der Xari auch mit. Aber Zins und der Sepp, die haben da so Fähigkeiten, zum Beispiel, was haben wir da? Die Zahmheit. Ja, das Tier ist zähmbar. Beschützen, Hackerl. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, dann kann ich die zwei Panther mitnehmen können. Das ist viel besser. Soll ich mich, was, Birger, tue die oben links hin. Was ist mir jetzt deren? Das machen wir so. Viel besser, oder? Auf der Seite ist es einfach besser, dann seht ihr, wenn ich das Menü aus, weil das glaube ich, haben wir, das haben wir letztes Mal auch schon so gemacht. Das glaube ich ist besser. So, na gut. Was haben wir da eigentlich? Reispflanze, 67% gewachsen. Na gut. Was haben wir da? Ein Krankenbett. Da herum haben wir unsere Zellen, das weiß ich auch noch. Und da unten ist halt unser Futter, also unser Essens... Mirror Burger. Das Paralleluniversum, aber jetzt kommt nur noch Scheiße aus meinem Maul. Ein bisschen mehr als sonst. Ja, was es ist. So. Das ist die Frage, was der mal als nächstes? Jetzt müssen wir mal schauen da. Bier brauen. Wir haben da ein Gärbottich, enthält 15 von 25 Bierwürze. Fortschritt 22%, in 4,7 Tagen abgeschlossen. Dann haben wir Bier, Alter. Dann haben wir Bier, dann können wir es auch reinlüttern. Was tut jetzt er eigentlich da? Waffe, Revolver stellt Staubmantel her. Aus was stellt denn her? Also du hast dann so Werkbänke und so weiter und da kannst du Aufgaben erstellen. Mütze herstellen, Staubmantel herstellen. Und wie oft? Einmal und wenn du auf Details gehst, dann kannst du einstellen aus was? Also aus welchen Materialien du quasi jetzt so eine Mützen oder so einen Staubmantel oder eine Jacken oder ein T-Shirt und sonst was herstellen möchtest. Und da kann man eigentlich, habe ich gemeint, eine Menschenhaut einstellen. Und wir haben eine Menschenhaut, ich glaube da irgendwo. Kamelhaut, Vogelleder, Fuchspelz, also das bleibt übrig, wenn man ein Viech jagt, umbringt, dann kriegst du Fleisch und eben die Haut. Und was haben wir da? Menschenhaut, 15. Kamelhaut,
Menschenhaut, da Menschenhaut. Nicht alle Artikel kann man aus Menschenhaut machen. Das habe ich mir fast gedacht. Müssen wir nachschauen. So, Mütze geht nur aus so Wollzeug, ja, und so warme Sachen. Und der Staubmantel geht auch nur Leder. Warte mal. Da, Menschenhaut! Brudi, natürlich geht das aus Menschenhaut. Natürlich geht das aus Menschenhaut. Was wir jetzt einmal machen? Aufgabe hinzufügen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr einen Cowboy-Hut aus Menschenhaut. Ja, das ist unser Kolonie-Aushängeschild. Cowboy-Hut erstellen. Dann gehe ich auf Details, schalte alles aus. Ja, es ist nichts erlaubt von den Materialien, außer Menschenhaut. Plopp. Benötigt 25 Materialien, wir haben 90. Dann können wir locker mal 3 Cowboy-Hüte machen. Ja? 1, 2, 3 und die Prio, die haben wir ganz nach oben. Schaut gut aus. So, der Iso-Sepp ist fleißig am Werkeln, der frisst gerade, was tut er jetzt? Kocht 4 leckere Mahlzeiten. Ja, der kocht jetzt einmal sauber einen auf. Wir haben da verschiedene Fleische herin. Pemmikan, was auch immer, glaube ich, der Pemmikan macht, ich weiß nicht mehr. Haben wir Vogelfleisch und vor allem auch Menschenfleisch. Ja, also dann machen wir unser Essen halt aus Menschenfleisch. Hilft ja sowieso nicht. So. Vogel sehen wir noch nicht. Aber wir könnten mal schauen, was für Viecher das zum Jung in der Umgebung sind. Dazu gehe ich da unten auf Wildtiere und sage schon, ein Bumalope! Was zur Hölle ist ein Bumalope? Ich weiß natürlich, was ein Bumalope ist, aber schau die Viecher an, die schluffen alle. Weißt du, was passiert, wenn die zu dir kommen? Dann zerreißt sie es. Die können noch nicht anfangen zum Jung, weil wenn die grantig werden, dann gibt es extra aufs Maul. Kann man nicht auch Organe verkaufen, Herr Billinger? Ja, kann man. So weit sind wir aber noch nicht. Irgendein Trottel, der Franziskaner schneidet mir eine Niere raus, was übrigens geht. Also es geht, du kannst später so einen Krankentisch bauen und ja, da kannst du da nicht bei einem Niere ausschneiden oder einen Arm oder ein Augen oder das Hirn sogar, glaube ich, und kannst es dann verkaufen. Ja, also gute Geschäftsidee. Bist eingestellt. Wer war das? Wer hat das gleich wieder geschrieben? Der Billinger. Billinger, du bist ein bisschen in der Marketingabteilung angestellt. So, Franziska, putzen. Kim, putz mal die ganze Scheiße da zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Da überall Kotze und Dreck umeinander. Das ist wichtig für die Stimmung unserer Bewohner, wollte ich schon fast sagen. So, und wenn der Pro-Gamer wach wird, jetzt schauen wir mal. Arbeit, schneiden. Tut der Pro-Gamer und die Franziska. Da, das ist quasi die Aktion schneiden, was da am elektrischen Nähtisch gemacht wird. Das heißt, wenn jetzt der aufsteht, dann schickt man und zwingt man dazu, dass er den scheiß Cowboy-Hut macht, beziehungsweise 3. Und dann kriegt jeder erst einmal in der Kolonie einen verdammten Cowboy-Hut aufgesetzt. Vorher fangen wir gar nicht erst an. Warum ist denn da eigentlich, da schaut es aus, als wäre so viel Dreck, aber da ist ja gar kein Dreck nicht. Sauberkeit, minus 43 verschmutzt. Verstehe die Frage nicht, wo ist denn da verschmutzt? Da ist ein bisschen Schmutz. Tu mir. Putze dir mal gescheit zusammen, Franziska, du faule Hut! Du faule Hut! So, jetzt den wir das ein bisschen schneller machen lassen, so. Und dann fahren die da voll umeinander. So. Pro-Gamer versucht zum Zähmen von der Zins. Schön, ein bisschen streichen. Ein bisschen Menschenfleisch in der Hosentasche. Ja, wer zur Hölle hat kein Menschenfleisch in der Hosentasche? Hallo? Da, köstlich. Kommt Zins? Haust ein. Was war denn das? Oh, Bumalopen. Die Bumalopen rennen da umeinander. Was wir jetzt brauchen? Eine Selbstschussanlage. Und dann schieße ich einmal auf die Bumalope und dann kalt man es in die Selbstschussanlage. Kann man auch machen. Stimmt, für die Niere, die wir der Franziska ausschneiden, kaufen wir unser RTX 3090. So, Mr. Pro-Gamer, Schluss jetzt. Du gehst jetzt doch nicht zum Zählen. Priorisiere Schneiden an elektrischer Holztisch. So, los geht's. So, jetzt tragt er das eine Teil weg. Jetzt holt er sich Menschenhaut. Da, jetzt geht er auf, trägt Menschenhaut, stellt Cowboy-Hut her. Schau, da schauen wir ihm jetzt zu. Oh, leck ist der schnell. Schau, wie schnell, dass der schneidern kann. Achtung, Cowboy-Hut in 3, 2, 1, Cowboy-Hut! Alter, der ist voll schnell gegangen. Das ist mit Sicherheit ein guter. Oh, Cowboy-Hut, gut. So, Iso-Sepp, du schlafst gerade. Birgit Busen, es ist Zeit für einen Cowboy-Hut. Was tust du denn jetzt? Außerhalb von der Kolonie einen Blutlocker zusammenputzen. Ja, ist recht. Sie, Alter, das hab ich nicht geklickt. Sie setzt sich von selber den Menschenhut auf. Cowboy-Hut aus Menschenhaut. Qualität? Gut. Oh, da haben wir noch einen zweiten. Schau, ihr schneidet so fleißig.
So, jetzt brauchen wir bloß noch Jacken aus Menschenhaut. Schauen wir mal, was man Neues aus Menschenhaut machen kann. Ich glaube, wir haben aber auch gar nicht mehr so viel Menschenhaut. So, Mütze herstellen. Machen wir mal weg. Staubmantel, den soll er fertig machen. Was haben wir noch? Stammeskleidung. Stammeskleidung? Details? Jawohl. Brudi, Stammeskleidung. Aber da reden wir aber halb nackert umeinander. Das ist nichts. Wir brauchen irgendwas Warmes. Staubmantel, eine Jacke vielleicht. Schau hier, saubere Jacken aus Menschenhaut. Brudi. Das machen wir alles weg. Drauf geschissen. Weg das. Machen wir Leder. Menschenhaut 15. Das Problem ist, dass wir 70 Menschenhaut brauchen. Da brauchen wir fast einen ganzen Menschen für Ohrjacken. Kruzifix, das darf uns mal angreifen. Naja, gut. Passt schon, Alter. Wir haben mitten da Bumalope. Schau dir mal die so. Bumalope, Alter 6. Meinst du, sollen wir die einmal jagen gehen? Probieren wir es. Warnung, Bumalopen können angreifen, wenn sie verletzt werden. 2% Chance. Die Chance variiert je nach Tarnfähigkeit des Jägers und Distanz. Wir hatten da ein sauberes Geweih, wer ist denn der beste Schütze? Ich glaube Franziska, hä? Wo ist denn Franziska? Oh, Franziska hat ja Geweih schon im Anschlag schon hin. Zähm die Bumalopen, ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Können wir auch probieren. Also eine schießt man und da haben wir ein Männchen, zähmen. Und da haben wir noch ein Männchen, Weibchen, zähmen. Vielleicht kriegen wir das hin. Schau, jetzt schauen wir mal, was die Franziska tut. Was tut denn die Franziska? Jagd Bumalope. Warum denn? Auf der Solaranlage oben oder was? Du besoffene Nudel. Was tut's denn jetzt? Jagd Bumalope. Ja, dann fang an. Machen wir Rechtsklick drauf. Was tut's denn jetzt da? Nein, die versucht Deckung zum Suchen. Schauen wir mal, kriegen wir schon. Nein, die versucht jetzt von da. Jetzt geh mit. Weil die ist also bei uns blöd, dass Franziska, du bist nicht die hellste Kerze am Kuh oben, gell? So, oh, jetzt wird geschossen, pass auf. Was tust denn? Meine Güte, mein. Also, das ist unter Behinderung noch mehr behindert. Jetzt laufen wir mal nicht dahin. So, jetzt schießen wir nochmal. Komm, bevor es aus der Reichweite ist. Haben wir schon getroffen! Haben wir ja im Popo! Und nochmal! Was tut's denn jetzt? Oh, wird jetzt kantig. Oh, Bumalope, was tut Bumalope? Oh, die Blut wird Sau! Die Blut wird alles voll! Franziska, schieß! Ja! Oh ja, da kannst du schießen üben. Rette Bumalope. Priorisiere Jagen Bumalope. Ja, und jetzt? Jetzt gehst du auf 3 Meter ohne, oder was? Die ist weit genug. Die zerreißt jetzt übrigens, wenn es stirbt. Ja, Franziska, von 5 Meter triffst du wieder nichts, oder was? Oh, getroffen. Nochmal eine kleine Bullet locker. Die zerreißt jetzt gleich. Ich hoffe, dass wir weit genug weg sind. Ja, machen wir sicher, ist sicher. Gehen wir in den Kampfmodus, gehen wir ein paar Schritte zurück. Und dann schieße ich auf Bumalope. Das ist gleich mit jedem Schuss. Gehen wir mal da so ein bisschen her. Bio. Fernkampf. Haben wir 1548 von 1800 und mit jedem Schuss kriegen wir 2 XP. Ja, das ist das schlechteste Gewehr im ganzen Spiel, glaube ich. Das ist das erste, was man kriegt, ein Repetiergewehr. Besser geht's nicht, besser wird's nicht. Ja, Franziska, wo schießt denn du hin? Ja, hergottselig! Birgit, du traust dich ganz schön da oben vorbei zu gehen. Jetzt Kim. Herbei, Bierlord! Also erstens, ich werde niemals irgendjemandem erzählen, was ich... Da ist es trist. Jetzt brennt's. Warum brennt denn die jetzt? Oh, irgendjemand habe ich jetzt habe ich Birgit den Kampfmodus geschickt. So, jetzt müssen wir es löschen. Kann Feuer nicht löschen, nicht im Heimatgebiet. Dann müssen wir warten, bis es ausbrennt. Keine Ahnung. So, Phase 1. Erstens, ich werde niemals erzählen, was ich irgendwie mit YouTube verdiene oder sonst irgendwas, weil das erstens kein was angeht. Zweitens ist das nicht das Wichtigste, um was das geht. Drittens, natürlich arbeite ich ganz normal. Ich arbeite halbtags, nicht mehr ganztags. Das habe ich aber schon lang vor YouTube da, weil ich immer wieder sage, ich sitze mir nicht 40 Stunden in irgendeine Scheiße aus dem Loche, bloß dass ich mir irgendein größeres Auto leisten kann oder sonst irgendwas, was mir sowieso nichts bringt, weil ich den ganzen Tag in der Arbeit hocke. Verstehst? Ich glaube, das ist einigermaßen verständlich. So, wieso brennt jetzt eigentlich diese Bumalope da so kreislich? Da müssen wir jetzt kurz mal ein Heimatgebiet draus machen. Wie ist denn das gleich wieder gegangen? Zone, Lagerzone, Heimatgebiet erweitern. So, jetzt machen wir mal so. Jetzt machen wir das zu unserem Heimatgebiet und dann Feuer! Jetzt wird schon irgendjemand kommen und wird das löschen. Der Isosep. Isosep!
Ist es, Sepp? Lösch den Schund! Er hat es einfach weggetragen und ist Feuer von selber ausgegangen. Alles klar. Was tut er jetzt? Trägt Bumalope, schlachtet Kreatur. Oh, jetzt geht's gleich voll ab. Pass auf, jetzt geht's gleich voll ab. Die Viecher explodieren immer, daher nie im Nahkampf killen. Habe ich mit Sicherheit irgendwas. Ist denn eigentlich da ein Problem? Warum rennen sind da so behindert drum? Vielleicht sollten wir da einmal ein Tier reinmachen, damit man da von außen hingehen kann, aber dann haben wir natürlich auch angreifbar, wenn von irgendwo böse Leute kommen. Jetzt wird die Bumalope geschlachtet. Was tut ihr? Zähmt Bumalope. Schau, wie ihm der Panther nachläuft. Bester Panther, wer ist das? Zenz. Zenz ist ein guter. Schauen wir mal, er versucht die Bumalope zum Zähmen, dann kehrt die quasi uns. Machen wir ein bisschen schnell. Und dann schauen wir mal, wie es unserem Bier geht. Da die sagen. Ich finde so geil, dass die deren weg hier. Zähmung fehlgeschlagen. Mit jedem Fehlschlag geht die Chance in Tee, haben wir schon bei 27%. Wird schon. Warum die verdammten Bumalopen auch mitten da bei uns in der Kolonie drin schlafen, das weiß auch kein Mensch nicht. Weiß kein Mensch nicht. So, schlafen alle. Wie geht's in unserem Bier? 15 von 25 Bierwürze. Warum ist denn da eigentlich nicht mehr... Oh, Bierwürze mischen schon hin. Da kann man doch noch mal mehr Bierwürze mal. Aufgaben hinzufügen. Was haben wir denn da? Ein Gärbottich. Kopie bauen. Die bauen wir jetzt direkt oder nicht. Brauchen wir viel mehr Bierbottiche, Alter. Mach alles voll. So. Jetzt haben wir quasi da was platziert. Ich habe jetzt da einfach das Objekt kopiert. Normalerweise hast du ja unten so ein Architektmenü, da wo du so Strukturen bauen kannst mit deinen Werkbänke und Strom und Meben und Sandsack und lauter so ein Scheiße und Selbstschussanlagen und was weiß ich. Und wir bauen aber da erstmal einen Bierbottich. Ja? Die Bumalopen fressen deinen Reis. Das stimmt! Scheiß Bumalope, Alter! Lass mir den Reis in Ruhe! Deswegen haben sie da! Wir sollen abhauen! Ja, die kann ich aber jetzt nicht mitten da herin zusammenschießen, weil die explodieren alle und dann fackelt meine Bude ab, Alter. Das ist nix. Oh, schau hin. Schau, was er tut. Bierwürz. Schau nicht, Bierwürz her sandeln. Schau dir das an. Bierwürze 5-mal. Nice. Kartoffeln. Was macht er da? Bumalopenfleisch. Ja, jetzt gibt's ein Bumalopen-Mittagessen. Best Game ever. Und ich garantiere euch, da haben so schnell 100, 200, 300 Stunden versenkt in dem Spiel, wenn es einmal Klick macht, wie es funktioniert, dass der Wahnsinn ist. So, Birgit tut aber Reis nachpflanzen. Was tun wir jetzt mit den Bumalopen da? Was tun wir jetzt mit denen? Ja, sollen sie einen Reis fressen. Schlacht man nachher. Oder schießt man es zusammen. Schießt man zusammen. Jagen. Auf geht's. Franziska. Ah, die nimmt schon die Deckung. Eingeschossen in den Arsch. Liegt schon da. Ja, schießt weiter, schau hier. Entschuldigung, das Reisfeld brennt. Das Reisfeld brennt jetzt. Alter, das brennt wie die verdammte Sonne! Pro-Gamer! Aufpassen! Ja, was hätte ich denn da sollen? Hoppala! 300 IQ-Move, natürlich, Alter! So. Helft dir nicht! So, passt. Jetzt haben wir wieder Zeit für ein neues Reisfeld. Scheiß aufs Reisfeld, wir haben ein Kartoffelfeld. Was ist denn jetzt? Oh, die Birgit hat es zerrissen ein bisschen. Was hat die? Körper, Verbrennung, Oberkörper, gebrechlich. Linkes Bein, Bissnarbe, schmerzend. Ja, ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch! Haben wir noch wegen nur Reiskernel zum Anbauen, das wird schon wieder. Best Game ever. Scheißegal, mit sowas muss man leben. Helft dem nicht. So, die Bumalope jung mal. Und die anderen 2 Zähmen. Also die haben wir im Zähm-Modus und die auch. Ich hoffe, dass das natürlich auch hier hat. 4 Bumalopen haben wir da irgendwo. Pass auf, da haben wir noch irgendwo eine. Da haben wir noch eine. Ja, die jung mal. Alle Bumalopen werden gejagt und zerschossen und zerstückelt und gefressen. So schaut's aus. 1,4 Milliarden Chinesen gefällt das nicht. Also wenn's Reisfeld brennt, wird Sonne. Das hat echt kurz ausgeschaut wie die Sonne. Wir haben einen Stern erschaffen. Wundervoll.
So, jetzt müssen die irgendjemand mal die Drehglocke da wegputzen. Franziska, wie schaut's mit dir aus? Machst du noch irgendeinen Bierwitz? Haben wir eigentlich Holz? 76 Holz. Was brauchen wir denn da dazu? Granitblöcke. 1 von 4 verbleiben. Nein, wir brauchen. Wo ist denn. Hä? Haben wir nicht. Fliese aus Granit, Gärbottich, Stahl, Holz, 30. Wir haben doch Holz. Da brauchen wir mehr Holz. Wo kriegen wir denn Holz her? Das Problem haben wir letztes Mal schon gehabt, gell? Da gibt es aber bloß so Kaktusdinger und die geben Holz. Aber es gibt halt in der Wüste nicht recht viel. Das ist ein bisschen dumm. Kann man die Gärbottiche aus was anderem bauen? Gärbottich? Nein, die kann man nur als Holz bauen. Das ist echt kacke! Ich brauch Holz! Mach mal irgendjemand den scheiß Kaktus ab! Da haben wir einen Kaktus, der voll ausgewachsen ist. Da haben wir einen Kaktus, der voll ausgewachsen ist. Da hat jemand hingekotzt. Ich hab's genau gesehen. Da. Kotze. Dann haben wir da einen Kaktus. Der ist aber erst zu 25%. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Der Pro-Gamer. Warum? Bedürfnis. Geliebtes Haustier weggegeben. Wir haben Menschen geschlachtet. Es ist dunkel. Unansehnliche Umgebung. Das Reisfeld brennt schon wieder. Franziska, kannst du die vielleicht mehr außerhalb der Kolonie umbringen? Und nicht alle da Rinder schießen, der gute Reis. Der bringt jetzt Hunde. Passt schon. Alles wieder gut. Alles wieder gut. So. Alarm! Alarm! So, mehrere Kaktus finden. Da ist ein Kaktus, 25%. Hilft uns nicht weiter. Der schaut gut aus. Riesenkaktus, jawohl. Oh, Kaktus 62%, hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen irgendwie, da ist noch ein Riesenkaktus. Riesenkaktus, jawohl. Da ist ein kleiner, 25%, können wir nicht brauchen. Da, Riesenkaktus, nice! Ja, hack jetzt einmal die Kaktussen um. Kaktussen, Alter! So. Jetzt gehen wir denen einmal alle, wie soll ich sagen, nein, nicht Heimat. Unbegrenzt. Kann man da nicht Schlafen einstellen? Ja, die sollen einmal ein bisschen früher schlafen. Dafür steht er ein wenig früher auf. So. Vielleicht für die das Spiel nicht kennen, um Gottes Willen. Du kannst dir einen Tagesrhythmus mit diesem Menü anpassen. Da kannst du ihnen sagen, wann sie ins Bett gehen sollen und wann sie wieder den ganzen Tag arbeiten oder halt was auch immer da sollen. Oder in welcher Zone, dass sie sich aufhalten sollen, die du vorher festlegst und so weiter. Das wird dann einmal interessant, wenn du mal 10 Kolonisten hast oder so. Dann ist das wirklich Micromanagement, wer macht was, wann und so weiter und so fort. Und natürlich auch auf die Bedürfnisse von den Leuten zugeschnitten. So, Arbeit. Haben wir überhaupt jemanden, der Waldarbeit macht? Ja, der Pro-Gamer und Birgit Busen. Stellen wir mal Prio 1. Feldarbeit, machen wir mal Prio 2. Bauen ist, machen wir auch mal Prio 2. Hilfsarbeit. Was ist denn Hilfsarbeit eigentlich? Hilfsarbeiter verrichten Aufgaben, die keine Expertise erfordern. Sie kümmern sich zum Beispiel darum, Gefangene freizulassen oder Schalter umzulegen. Okay, haben wir nix. Behälter öffnen, Gefangene freilassen, Schalter umlegen. Also du hast quasi jede Aktion, alles Prio 1. Normalerweise tue ich alles auf 2 und das, was jetzt gerade machen sollen, das stelle ich dann meistens auf 1. Und momentan ist halt wichtig, machen wir Schneidern ist 2, Handwerk ist auch 2, Waldarbeit ist jetzt gerade mal wichtig und Bauen ist immer wichtig. Aber Bauen haben wir gerade nichts in Auftrag, außer unsere Gärbottiche da herum. Aber da feiern uns halt Material. Ja, wir brauchen Holz und Holz haben wir bloß 15. Übrigens haben wir links da also eine Rohstoffanzeige, falls das jemand noch nicht ganz umrissen hat. So, also ich glaube, warte mal, schauen wir mal. Also er pennt, der Isosep, was tut der Isosep? Trägt Holz 15 zur Lagerzone 4, so ist recht. So ist recht, Franziska, Penda und Birgit Busen. Jawohl, die hacke da einen sauberen Ding um. Da gingen 15 Holz raus, das ist also mal so gut wie gar nichts. Was haben wir denn da eigentlich? Schiffsteile. Kann man auf Abreißen klicken. Ich glaube, da kommen Bauteile raus, die man zur Konstruktion von wichtigen Sachen braucht. Haben wir eigentlich schon einen Forschungstisch? Ja, einfacher Labortisch aus Holz. Es gibt natürlich auch Forschung, ja, ein Tech-Tree. Schau dir das so. Kannst du einstellen, was soll man alles erforschen? Und ich glaube, wir haben gerade dabei, dass man Schusswaffen erforschen. Kann das sein? Ja, Schusswaffen. Dann können wir quasi eine Werkbank bauen, wo du dann Brandgeschosswerfer, Rauchgranatenwerfer, Repetiergewehre, Revolver und Schrotflinten bauen kannst. Haben wir 196 von 500 und normalerweise mache ich es aber so, dass ich denjenigen, der forscht, Prio 1 gebe und alles andere 4 oder ganz ausschalte, dass der nichts tut wie forschen. Ja? Franziska. Wenn mich nicht alles täuscht, ich hab's gerade gesehen, Alex. Ah,
voll übersehen. Hashtag Menschenhaut, Cowboy Hut. wir haben schon 3 geschneidert heute. Ich weiß nicht, ob ich der Franziska den Helm... Was sagt ihr? Sollen wir der Franziska den Helm auflassen? Für den Schutz? Oder sollen wir unserer Doktrin folgen? Jeder hat einen scheiß Menschenhut, Cowboy-Hut auf. Ab in den Chat. Helm oder Hut? Kannst du deine eigenen Leute schlachteln? Ja, komm, wenn's sterben. Du kannst es auch umbringen und dann kannst du es schlachten und dann kannst du es essen. Schalter umlegen und so erinnert mich an Gordon Freeman. Wer gibt's denn auf den Gordon Freeman? Hut, Fleischhaum. Die gute Fleischhaum, ja gut. Franziska. Oh, jetzt geht's aber erst einmal die Schiffsteile dort zusammenhauen. Das lassen wir's noch. Zusammenhauen. Was tut's jetzt da? Ah ja, da geht dann der Balken, wenn wir nachgehen. Und was kommt dann raus? Ah ja, Bauteile und Stahl. Okay, wichtig. Stahl wichtig, Bauteile noch wichtiger. Die gingen dann nämlich irgendwann aus. Und die kannst du nicht so einfach bauen. So, was tut jetzt? Repariert Wand aus Granit. Du sollst nichts umeinander reparieren, du sollst jetzt einmal einen Menschenhut aufsetzen. So, erzwinge Anziehen von Cowboy-Hut aus Menschenhaut. So, los geht's. Schau mir zu. So, gut schaut's aus. Schau, wie unsere Kolonisten ausschauen. Alle haben einen Staubmantel an, bis auf Birgit Busen wieder mal. Böse Birgit Busen. Aber das ist nicht so tragisch. Jetzt brauchen wir erstmal Jacken aus Menschenhaut. Wie viel Menschenhaut haben wir noch? Kamelhaut, Menschenhaut, 15. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Dann müssten wir fast nur einen Staubmantel herstellen, damit Birgit Busen auch noch einen hat, weil es ist ja Winter und dann friert es. Das ist nix. Ja? Wenn man schon mit Gold, die haben natürlich höchst unzufrieden, wenn die gar... Du hast nicht überlesen. Was für eine? Bürgers Menschenverwertung. Uzi, die hab ich übersehen. Bartlover, die hab ich auch übersehen. Und heute? Ich bin noch nicht so weit, Bartlover. Ich muss mich noch mental darauf vorbereiten. Das ist in Ordnung. Uzi, Bürgers Menschenverwertung, alles wird verarbeitet. Und wenn einer kommt als Resident Evil 4, I got some rare things to sell, stranger. Es kämen ja immer mal so alle, was weiß ich, alle Stunden oder so, kommt da so eine Karawane vorbei und mit denen kannst du wirklich handeln. Bloß bezweifelt ich, dass sie die Menschenhaut und Menschenfleisch kaufen. Es gibt so Kannibalenstämme, glaube ich, denen kannst du das verkaufen. Und es kommt da ein neuer DLC übrigens, sehr spät nach Release des Spiels, wo du deine eigene Religion und so weiter gründen kannst. Und das geht so weit, dass du halt wirklich einen Stamm gründen kannst, die sich freien, wenn du Menschen schlachst und frisst. Also Kannibalen halt und lauter so ein Scheiß. Die verrückteste Kacke. Ein Haufen Items kämen dazu. Also der DLC, der ist instant gekauft, sag ich dir gleich schon. Birgit Busen hat sich einfach den Helm aufgesetzt. Das kannst du vergessen. Steh sofort aus deinem Schlaf auf, halt dein Fotzen und setz den Menschenhut auf. Bist du vollkommen des Wahnsinns, oder was? Ich glaube, das ist gleich ein Vogel kriegt. So. Unsere Bottiche sind fertig, schon hin. Müssen wir noch mehr Bierwürzen herstellen. Machst du damit 200 Bierwürze? Wie viel Hopfen haben wir? 59. Naja gut, der muss erst wieder wachsen, aber keiner kümmert sich um das Hopfenfeld. Kannst Bekleidung auch irgendwo zuteilen und verbieten? Ja, weiß ich. Warte mal, Pro-Gamer. Inventar. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß bloß nicht mehr auswendig, wo dieses Menü war. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich erzwinge lieber, Jetzt sitzt der Sepp den Hut auf. Vergiss es, mein Freund. Jetzt warte mal. Kann man nicht da irgendwo? Erlauben? Verbieten. Sechst es? Da, Item. Jetzt darf man es gleich nehmen, jetzt halt nicht. Das kannst du mit alles machen. Ich glaube, man kann auch den ganzen Kleidungstyp verbieten. Bin mir aber nicht sicher, wie. Ist aber auch nicht so wichtig. Drauf geschissen. Oh, der Sepp tut einmal zusammenputzen. Ganz was Neues. Gut, sie fixen einmal. So ist recht. Wir könnten aber auch mit zum Forschen gehen. Wie schaut's denn da eigentlich aus? So, Birgit Busen, du forschst jetzt nur noch. Scheiß auf Waldarbeit, aus. Bergbau, aus. Feldarbeit ist schon nicht so ganz unwichtig. So, Forschen, Prio 1, Transport, Reinigen, alles anschlecken, Waldarbeit 1, Kochen. Ja, Kochen ist schon wichtig, das sind aber die anderen da. Tierpflege, Transport und Reinigen. So, wie schaut's aus? Oh ja, Birgit Busen. Birgit Busen ist fett am Forschen. Too many menus, weil der Helm halt besser ist wie der bevorzugt. Das stimmt. Also deine Kolonisten setzen sich halt dann das bessere Gewand oder ziehen automatisch von selber das bessere Gewand an. Außer du erzwingst natürlich, hey,
Friends of the Sun, hau dir einmal den und den Mantel rein oder den und den Helm auf und so weiter. So, Inventar hat die eigentlich Parker aus Echsenleder. Deswegen zieht es keinen Staubmantel nicht an. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ist ja in Ordnung, dann soll sie den Echsenleder-Scheiß da anziehen, ist mir wurscht. Jetzt sind schon wieder die abgefuckten Boomerlopen da. Wir haben einen Boomerlopen gezähmt und keiner hat's mitgekriegt. Wieso sagt denn da keiner was? Ja, wir brauchen einen Namen, Alter. Wir brauchen einen Namen. Pantherzone, Pantherzone. Ja, die bleiben auch da hier hinten. Die kriegen jetzt dann noch ein schönes Kissel. Tierbett. Tierbett aus Menschenhaut. Jetzt weiß ich, warum wir so wenig, Menschenhaut übrig haben. Weil wir die Viecher Tierbetten draus gemacht haben. So, haben wir mit eine Boomerlopenhaut? Kamelhaut, Menschenhaut, Kamelhaut. Wir müssen doch irgendwo Boomerlopenhaut haben, oder? Glattes Leder. Gegerbte, getrocknete und geschabte Haut. Haben wir nicht irgendwo... Dann sollen sie werden ein eigener Fuchspelz... Ja, haben wir leider nicht. Ja, die müssen uns Boomerschund. Die kannst du melken für Fuelbürger. Was? Im Ernst? Ich kann da bloß schlachten, oder? Wahrscheinlich muss ich die erst zähmen, oder? Müssen wir die erst zähmen? Machen wir mal so. Zähmen, was haben wir da? Folge Härchen im Kampfmodus. Ja. Folge Härchen bei Außeneinsätzen. Tiere jagen oder zähmen. Ja. Xari? Ja, der Xari in Kämpfen nicht. Aber beim Viecherzähmen auch noch nicht. Ja, da muss der Xari muss erst noch älter werden. So, Boomerlope 1. Hauthut. Bumsuf. Soll eine nehmen? Bumsuf? Das ist ein guter Name. Gefällt mir. Boomerlope. Wie kann man noch den Namen umnennen? Name umbenennen. Boomerlope. Sozial. Logbuch. Training. So, Boomerlope 1. Den nennen wir Boomsuf. Und die zweite, die andere Doomsuf. Boomerlope, Sozial, nein, Logbuch, auch nicht, wo war's? Bei Training war's. Und Doomsuf. Boomsuf und Doomsuf. Nice. Boomsfallerei. Finde ich auch nicht so schlecht. Aber Boomsuf und Doomsuf nehmen wir mal fürs Erste. Passt. So, wie schaut's jetzt aus? Wie schaut's denn da eigentlich mit unserem Gärbottich aus? Schaut ganz gut aus. Das Problem wird halt jetzt halt auch ein wenig, die ganzen Viecher, die wir mit da rundherum haben, Alter, die fressen an unser Zeug. Ein Leguan! Leguan! Jagen! Jagt den. Nein, nicht zähmen. Leguan wird gejagt. Ich kann ja alles für Viecher haben, die fressen alles zusammen. Wie war's mit Sprengi? Alles klar. Freunde der Sonne, der Doomsuf wird doch nochmal umbenannt. Sprengi. Here you go. Der Sprengi. Passt. In der Zuweisung kannst Outfits verwalten für die Rollen. Zuweisung. Ah, ja, stimmt. Da kann man sogar einen Ernährungsplan. Und es gibt sogar eine Drogenrichtlinie. Soziale Drogen. Keine Drogen, uneingeschränkt, ein Getränk pro Tag. Das heißt, man kann alkoholabhängig werden. Drogenrichtlinien verwalten. Richtlinie auswählen. Richtlinie erstellen. Bier, Rauchblatt, Joint, Ambrosia, Jajo, Flake, Psychit-Tee, Goat-Juice, Muntermacher. Ja, hau dir die Drogen ins Fressbrett. Da gibt's keine uneingeschränkt. Wir haben ja drogensüchtig wie die Höllen. Ne? Uneingeschränkt. Rausch? Was ist mit der Birgit Busen und den Rausch? Weiblich 65. Schläft. Logbuch, Inventar, Sozial, Bio, Gewalt, Kochen, Soziales, Brandbekämpfung, Arbeit mit Tieren. Die tut ja gar nichts, Alter. Scheiß Birgit Busen kann einmal gar nichts. Der Isosepp tut forschen. Map! Load eine Lad Saffer. Wir haben ja noch kein Bier. Wie braucht man dann eigentlich Bier? Bierwürze mischen. Gärbottich. Enthält 25 von 25 Bierwürze. Fortschritt 21%. In 1,7 Tagen abgeschlossen. Er kommt dann einfach aus dem Bottich da das Ding aus, oder was? Unter Merkmale, Bürger. Let me have a look. Esosep. Sozial, Inventar, Bio, Merkmale, Nachteule, Vielfraß, Jogger. Warte mal, Birgit.
Rauschmittelfaszination. Deswegen kommt's da her. Das heißt, die haut sich das Bier auch rein und ein Joint und was weiß ich, was alles, wenn wir sie verbieten. Ja, Birgit Busen, du brauchst auch einen Zweck im Leben. Was? Arsch, Katzel, Schorsch, fehlt da noch, Birger? Es gibt Eichkätzchen. Es gibt Orchkatzel. Es gibt Orchkatzel. Das werden wir zähmen. Das nehmen wir Orchkatzel-Schorsch. Forschung abgeschlossen, Schusswaffen. Stelle einfache Schusswaffen wie Revolver, Schrotflinten, Repetiergewehre und Brandgeschosswerfer her. Ja! Nice! Drücken wir auf Pause, gehen wir auf Forschung. Weißt du, wo ich hin möchte? Zum Rückstoßlader und dann zu den Geschütztürmen. Wenn wir nämlich Geschütztürme bauen können, dann kann uns keiner mehr was, dann flippen wir total aus. So, Rückstoßlader. Dann können wir Maschinenpistolen oder Pistolen bauen. Forschung, ab ins Forschungszentrum. Bier, was? Kolonist Bier abfüllen, Kolonist Gärbottich füllen. Muss ich schauen. Kann Gärbottich nicht befüllen, benötige Bierwürze. Ja, okay. Und wo kriegen wir die Flaschen dafür her? Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. So, gehen uns langsam einmal Kartoffeln aus, oder? Nein, Kartoffeln haben wir einen Haufen. Was ist das eigentlich? Nein, Reis haben wir einen Haufen. Fleisch haben wir auch einen Haufen. Menschenfleisch ist auch noch da. So ist recht. So, was kann man jetzt als nächstes machen? Ja, wir müssen Verteidigungslager. Tatsächlich, schau dir das an. Der maked gerade Ding. Der maked gerade die Pumalope und die gibt wirklich Treibstoff. Das habe ich noch nie gesehen und jetzt habe ich wirklich, was weiß ich, wie viele hunderte, wenn nicht sogar tausende Stunden in dem Spiel. Das habe ich noch nie gesehen, dass das geht. Ich glaube, ich habe aber auch noch nie Pumalopen gezähmt. Bin mir nicht sicher. Alter! Das ist ja voll geil! Warum kümmert sich eigentlich keiner um die Felder? Keiner baut da irgendwas an. Kruzifix, Arbeit, Feldarbeit, Pro-Gamer 1, Birgit Busen 1. Franziska, die kann wieder nicht. Fähigkeiten 2. Und die hat auch bloß 2. Kruzifix, Leute. Kochen, Tierpflege ist wichtig. Tierpflege ist sehr wichtig. Feldarbeit, ihr müsst mal da irgendwie das Feld los sein. Ich weiß jetzt auch nicht. Langsam verhungert man. Anbauen, Isosep. Pro-Gamer tun wir anbauen. Kim? Wir drücken jetzt einmal auf Geschwindigkeit 2, damit es ein bisschen schneller von der Hand geht. Wir müssen wieder einen Reiso bauen. Ich meine, die Viecher müssen das Zeug fressen. Haben schon wieder 2 Bumalopen da. Kruzifix. Bumalope, haben wir mir nicht ein Lego angekillt? Ich komme überhaupt nicht mit. Wir haben so viel Zeug da, Alter. Echsenleder. Wir haben so viel Zeug, Alter. So, Forschung. Forschung ist das Allerwichtigste. Bürgerstream, größter Fußball-EM. Wie viel steht's denn überhaupt? Wir spielen heute England, Dänemark, glaube ich, oder? Ich glaube schon. So, gut, jetzt war es einmal Zeit für einen Angriff. Es war schön, wenn uns einmal jemand angreifen hat. Aber gut, wir planen das überhaupt. Also mein Plan ist ja so, ich sehe schon, ich habe so ein U-Hagel ausgebaut. Und dann, dass man nur von vorn reinkommen kann. Und dann bauen wir da lauter Sandsackel her, da so an die Ecken und so. Und dann tun wir lauter so Geschütztürme rein. Das wird super, Alter. Das wird super. Bürger, LG aus Österreich. Diordana. Grüß aus Niederbayern, Bus jetzt Nussi. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Solaranlage, gut, die können wir da stehen lassen, das ist scheißegal. Aber wir müssen mal irgendwie zumachen, damit wir die Leute, die uns angreifen, zwingen, dass sie ums Eck kommen. Ein Hochzeitsplatz, damit wir heiraten können, das kriegen wir hin. Und da hast du, glaube ich, gar nicht so unrecht. Arbeitsplatz, Schlachtplatz. Brauchen wir einen Schlachtplatz. Einfach ein Labor, wo waren das? Zone, ne? Entspannung, Böden, Raumschiff, Sicherheit, Möbel, Schlafplatz, Doppelschlafplatz, Tierplatz, Tierkiste, Tierbett. Wo war denn das gleich wieder drin? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Diverses. Hochzeitsplatz, da! Im Baum mitten da her! Frale, mitten in die Bude rein! Da schau hin, wie fleißig das Birgit Busen sauber aussieht. Jetzt haben wir einen zweiten gebaut. Das wollte ich nicht. Hochzeitsplatz, abreißen. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Wie der Pro-Gamer schon wieder. Warum denn, Allweil? Ohne Tisch gegessen. Du verdammter Mongo, ich hab dir da einen Tisch gebaut. Wieso nimmst du den nicht her? Versteh ich nicht. Uzi! Feinstes Bierbräu aus dem Menschenhaut Trinkbeutel. Hashtag Hauthut. Hauthut! Oh, wir haben noch 81%. In 1,1 Tagen ist unser erstes Bierfeißel fertig. Da bin ich gespannt. Und sollen sie erst einmal alle sauber zusaufen nach der Hochzeit. So ist's recht. Jawohl, Birgit Busen, du bist die Beste. Pflanzelt's ohne den Scheiß. Pflanzelt's ohne den Scheiß. Das zu machen bringt nichts, die haben mir immer die Mauern kaputt gemacht.
Ja, mir nicht. Also außer die haben irgendwas an der KI geändert, wenn du angegriffen wirst. Also normalerweise gingen die, also irgendwann machen sie die Mauern kaputt, ja, ist richtig. Da ist aber sehr spät im Spiel. Da haben sie dann Handgranaten und Granatwerfer und so. Verrückte Pumalope! Zum Ort springen! Ah, die ist völlig verrückt! Franziska! Kampfmodus! Pro-Gamer! Kampfmodus! Oh, jetzt wird's gefährlich. Boah, leck Franziska, das war der absolute Headshot! Alter! Das Kartoffelfeld brennt, Alter! Alter! Alter, das war der absolute Press F für Franziska für den Headshot, Alter. Bruder. Insta-Kill. Insta-Kill. Was ist denn jetzt los? Oh oh. Der Pro-Gamer ist übergeschnappt. Der hat eine Fressattacke. Jetzt frisst alles zusammen, was da ist. Der Skurz schreibt, verbiete die Tiere, dass sie in die Räume reingehen, die machen gleich einen Dreck. Ja, das stimmt, das weiß ich, das ist aber Absicht, dass die da reingehen dürfen, weil die fressen mir sonst das ganze Reisfett da die ganze Zeit zusammen und die sollen ruhig da reingehen und ein bisschen Menschenfleisch fressen. Aber das kann man mal unterbinden, weil dann das Reisfett, das haben wir bloß für sie. Hast schon nicht ganz unrecht. Heimer, wie ist das gleich wieder gegangen? Abfallzone, Lagerzone abreißen. Ich möchte gerne die Pantherzone ab Dachgebiet, Arbeitsgebiet. Pantherzone. Schau her, da habe ich einen extra so einen Weg gemacht, dass die da halt nirgendwo hingehen darf, aber weißt du was? Das machen wir jetzt aus. Dafür Arbeitsgebiet erweitern. Dafür lässt man zu, dass mindestens ins halbe die Reisfelder reingehen. So. Und dann passt es. Ja? Ich meine, der Zinspanther, der schläft jetzt da. Und da kannst du dann sagen so, hey, erlaubtes Gebiet, Pantherzone, 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 Pantherzone. Nehmen wir heute in Zukunft dann Tierzone. Außerdem brauchen wir noch ein paar Tierbetten, merke ich gerade, weil die anderen im Dreck schlafen müssen. Jetzt muss uns einmal jemand angreifen. Ja, wir brauchen mehr Strom. Wieso brauchen wir eigentlich auf einmal mehr Strom? Das verstehe ich gar nicht. So, jetzt pass auf, Strom. Ja, bauen wir da einmal 2 Solaranlagen hin. Bauen wir eine Solaranlage hin, das passt dann schon. Und dann, damit wir einmal ein bisschen was bauen, wie viele Steine haben wir? Haben wir ein paar Granitsteine oder sowas? Nein, Sandsteinblöcke. Wir haben ja nichts zum Bauen, das ist ja noch das Nächste. Was ist denn das? Das ist der Schieferbrocken. Schieferbrocken. Ja, dann müssten wir ein paar Schieferbrocken herstellen. Machst du dann mal 300? So, und dann brauchen wir jemanden, der die Handarbeit ausübt. Handwerker, hohe Priorität. Handwerker führen Aufgaben an diversen Arbeitsstationen aus, die ein wenig Expertise erfordern. Sie kümmern sich zum Beispiel darum, Gesteinsbrocken zu Steinblöcken zu verarbeiten. Das heißt, soll ja mal jeder machen. Ist mir wurscht wer. Da, Franziska! So ist recht, schau her. Die werkt jetzt da ein wenig umeinander und macht ein paar so Schieferbrocken. Also so Ziegeldinger. 20 gingen da so am Stuhl raus. Das sind aber nicht viel. Brudi, die sind aber nicht viel. Da holt sie den nächsten, ist der Stor gleich einmal aus dem Weg gerannt. Sehr schön. Sehr schön. Wie viel Essen haben wir noch? 15 gute Mahlzeiten, 21 kleine. Passt auch alles. Ich glaube, dass unser Reis niemals fertig werden wird. Die werden einfach da irgendwann. Weißt das schon. Immer wieder den Reis wegfressen. Aber ist mir wurscht. Frisst der Panther überhaupt Reis? Hilft das überhaupt irgendwas? Bürger, lies einmal. Sprengi, Fleischkarte. Was lies ich denn? Was soll ich lesen? Ich sage immer nur Fs. Bürger, die Panther brauchen Fleisch. Bin ich auch gerade drauf gekommen. Ja, aber das bringt der Pro-Gamer, bringt's ja nicht. Der hat ja Tierpflege 1, der kümmert sich hauptsächlich um Vieh. Menschenjagendes Rudel! Es sind menschenjagende Eichhörnchen in das Gebiet eingedrungen. Sie werden die Region durchstreifen, jeden Menschen in Sichtweite angreifen, um ihren Hunger nach menschlichem Fleisch zu stillen. Zu Ort springen. Alles klar. Alter, das sind völlig verrückt. Völlig verrückte Eichhörnchen, Alter. Auf die hetzen wir uns an die Panther. Was sagt ihr? Sollen wir das Panther regeln lassen? Wo ist der Pro-Gamer? Pro-Gamer, auf! So. Pro-Gamer, da gehst her. Wahnsinn.
Warte, ihr müsst 4, da eins. Pro-Gamer steht jetzt da ans Ecke. Gehen wir ein bisschen schnell. Hab meine 2 Panther dabei. Das haben wir gleich. Hat sich gleich erledigt. Ja, das erste ist schon hin. Jawohl! 10 zum Sepp! Macht es fertig! Oh! Nahkampfangriff. Tiere verschicken. Tiere vorschicken. Friss es! Ist schon hin! Easy, Alter! Es ist so gut. Was haben wir da? Körper nicht verletzt, auch nicht verletzt. Pro-Gamer hat ein bisschen Kreuzweh, aber das ist nicht so tragisch. Ja, easy, Alter. Scheiß doch auf die Ohrkatzel, Alter. Was möchtest du mit denen? Birger, versuch mal die Aufgaben besser zu differenzieren. Wenn du alles auf 1 oder 2 hast, wird es auch nicht schneller, weil 3 oder 4 nicht gibt. Was? Du meinst quasi so. Was nicht so wichtig ist, machen wir auf 3. Oder? So meinst du und den Rest auf 1. Ist das in Ordnung? Ich hoffe, das haut hin. Aufsehen können wir auf 1 mal, weil das tut sowieso gerade keiner. Müsste schon hinhauen. Auf alle Fälle haben wir schon 120 so Schieferblöcke. Jetzt können wir da unten noch mal ein bisschen einzäunen. Ja, damit da nicht so viel. Damit da mal was vorgeht. So, aus Schiefer. Jetzt pass auf, da machen wir jetzt halt. Machen wir so. Damit man da noch drum gehen kann. Und unser zweites Stromaggregat, das bauen wir woanders. Da bauen wir halt dann kein Dach drüber. Das ist ja wurscht. Was wir auch mal machen könnten, ist so Schieferfliesen am Boden verlegen. Ja, Boden. Sandstein aus Schiefer. Kann man das? Nein, das hat nicht. Quest aktiv. Rettung von Tiffy. Tiffy. Wir haben eine Quest! Ein Gefangener der Fraktion, die arschgrauen Tiger, hätte ich jetzt fast gelesen. Konnte ein Funkgerät stehlen und dich anfunken. Tiffy wird in einem Lager nahe Landau von bewaffneten Wächtern festgehalten. Wenn du sie rettest, wird sie sich deiner Kolonie anschließen. Sie ist eine 54-jährige Knastschwester. Sie sagt, dass dort 2 Türme und ein Pirat das Gebiet verteidigen. Und möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Ja, bist du völlig irre? Niemals, Alter, da haben wir noch gar keine guten Waffen und keine Rüstungen und nix. Das können wir uns nicht leisten, Alter, Die sollen uns angreifen, die Zigeuner. Sollen abhauen. So, wer treibt denn da jetzt eigentlich was? Birgit, was tust denn du? Beobachte den Sternenhimmel. Ruht sich aus. Bist du komplett bummvoll? Was tust du? Beobachte deine Sterne. Hallo, ihr habt jetzt zum... Was zur Hölle? Was, das war die Schwester vom Esosep. Wer bist denn da? Wo ist denn das jetzt gestanden? Steht da, Tiffy hat folgende Beziehungen zu deinen Kolonisten. Schwester von Kolonist Esosep. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, wirst du wahrscheinlich nie wieder von Tiffy hören. Sollen wir's holen? Du hast halt im Zeitplan nie Arbeit drin. Nur Schlaf und Freizeit. Tu, was du willst. Stimmt auch wieder. Sollen wir's holen? Dann müssen wir schauen, wie weit das weg ist. Wo ist das? Schauen wir mal. Weltkarte? Wo ist das? Labutome. Verbrecherdorf. Ja, kann da sein. Ha? Na, da. Gefangenenlager. Tiffy läuft in 15 Tagen ab. Geschütze 2 Türme und ein Pirat. Mögliche unbekannte Bedrohung. Sollen wir das probieren? Aber da speichert man vorher. Da sterben wir. Ich sag das, was ist, da sterben wir. Müssen wir eine neue Kolonie anfangen. Hilft nicht. Ja, gut. Dann müssen wir alle mitnehmen. Jetzt pass auf. Ja, das muss gut geplant sein. Problem ist auch ein bisschen, wir nehmen unsere Panther auf alle Fälle mit. Da werden unsere Panther sterben. Aber die schickt mir 4 als Kanonenfuhrer. Und dann, ich glaube, wenn man nah genug an die Verteidigungstürme hinkommt, dann hören sie auf zum Schießen. Müssen wir Essen einbackeln? Ja, wie viel Essen haben wir? 21 kleine Rationen und 22 große, das schaut gut aus. Wir nehmen unsere 2 Panther mit. Ja. Wir haben einen Nachfahren, einen Xari, den haben wir, das passt auch. Und sollen wir die Bumalopen mitnehmen? Wie schauen die aus? Kommen die schon zu irgendwas brauchen? Nein, die kommen leider nicht in den Kampf schicken, schade. Auf die wird geschissen gewinnen. Naja, gut. Und ich glaube, der Esosep Bio verweigert Gewalt, verweigert nichts und Birgit verweigert halt auch Gewalt. Das heißt, wir müssen mit dem Pro-Gamer und mit der Franziska zu zweit gehen. Oh, das wird nicht einfach, Leute. Das wird nicht einfach. Jetzt warten wir mal, bis Tag ist.
Ja, jetzt warten wir mal bis da ist und dann starten wir. So, jetzt lassen wir den ISO-Sepp da mal ein bisschen umeinander laufen. Das wird ein bisschen spannender. Das wird, da werden wir nicht gut ausschauen. Pro-Gamer und Headshots Franziska. Ja, das wird er. Macht er noch bessere Waffen. Wir brauchen die Werkbank dazu. Jetzt pass auf, Produktion. Mechaniker Werkbank. Können wir schon irgendwelche tollen Waffen überhaupt bauen? Schusswaffen. Wir können keine guten Waffen nicht bauen. Ne? Schrotflinten, Revolver, Repetiergewehr, die haben wir. Wir haben ein Repetiergewehr und ein Revolver. Das muss er so gehen, Leute. Das muss er so gehen. Jetzt brauchst du AK-50. Hätte ich gern. So, jetzt pass auf. Phase 1. Server hosten. Was? Speichern, nämlich. Ja, wir haben einen Hardcore-Modus, Alter. Das heißt, wenn wir sterben, dann haben sie tot. Na gut, ihr wollt es also. Wir können nicht speichern vorher. Naja. Ja gut, hilft nicht. Dann werden wir es wohl so machen müssen. Den ganzen Scheiß da, den wir mal weg da. Verstanden. Tiere werden Türen angreifen, Karawane formieren, Drogen verbrennen. An meinem Arsch. Weltkarte. Was haben wir denn da eigentlich? Was ist das? Versteckt mit Waren. Läuft in 7,3 Tagen ab. Mögliche unbekannte Bedrohung. Kenne ich mich nicht aus. Lass mich in Ruhe. So, daher. Zeige Quest Rettung von... Ja, die müssen wir nicht mehr. So, wie ist jetzt das gleich wieder gegangen? Erstmal Hashtag Map! Dann, kommen wir doch da irgendwo eine Karawane. Muss man das da vielleicht mal? Jetzt warte mal, was haben wir da? Karawanenbeladestelle. Kopie bauen, aber wie ist denn das gleich wieder gegangen? Hat man das nicht auf der Weltkarte da müssen? Karawane hier, Planet, Gelände. Warte mal. Zeige, was gekauft wird. Wie ist denn das gleich wieder gegangen? Geschätzte Reisezeit 0,5 Tage. Das ist ja gar nicht weit. Quests, Weltkarte. Wie hat man gleich wieder eine Karawane? Ah, da, Karawane formieren. Noch einen oder mehr Wegpunkte hinzufügen. Akzeptieren. So, und jetzt kannst du einstellen, wen du alles mitnimmst. Wir nehmen mit. Wir riskieren alles. Wir nehmen einen Pro-Gamer. Wir nehmen Franziska. Sichtbarkeit 36%. Tagesration von Nahrung 4,8, verdirbt in 2,7. Bewegungsgeschwindigkeit 16,6 Felder pro Tag. Wir nehmen uns einen Sepp und Zins mit. Dann Reisevorräte. Wir nehmen eine Wahl, den Pemmikan-Scheiß nehmen wir mit. Ah, das nehmen sie von selber mit, oder was? Dromedar-Fleisch, leckere Mahlzeit. Nehmen sie das von selber mit, oder? Reisevorräte automatisch auswählen. Ja, ist in Ordnung. Waren brauchen wir mit Sicherheit keine. Aber wir hätten eine Eichhörnchenleiche. Die kann man einem Piraten vom Pfirsi werfen und sagen, friss du Huren. Person, naja. Dann, Freunde der Sonne. Entsenden. Ein Großteil der Nahrungsvorräte wird bald verrotten. Bist du dir sicher, dass du diese Karawane formieren willst? Ja. Steht da nicht da irgendwann, wie lange das dauert? Reisezeit, diese Route 0,5. Ja, das ist wurscht. Bestätigen. Es verdirbt nicht. Passt schon. So, Weltkarte. Und dann drücken wir auf Play. Und jetzt müssten sie sich eigentlich das Zeug holen aus dem Lager und so. Ja, sie sammeln ein. Die zwei Panther kommen auch schon mal nach unterwegs. Und jetzt gehen sie dann in Richtung Maprand. Für Tiffy! Oh, die Panther haben aber ziemlich schnell. Nicht so weit voran. Zins, Sepp, Franz! Der Xari braucht euch noch! So, die warten jetzt da am Maprand, hoffe ich, und dann geht's los auf die Weltkarte. Hoffe ich, keine Ahnung. We will see. Oh, Handschuhfurt. So, jetzt haben wir da so einen gelben Punkt. Jetzt drücken wir auf Vollgas. Vollgas, Leberkas. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das geht in die Hosen, Leute. Und wenn wir mir da dann quasi ankommen, also wenn der kleine gelbe Punkt in dem Dorf, in der Markierung oben angekommen ist, können wir mal ein bisschen reinzoomen, damit man ein bisschen mehr sieht. Dann sehe ich quasi auch so einen Map-Abschnitt, wie bei uns halt auch. Eventuell kleiner, eventuell größer. Und dann können wir halt unsere Leute in den Angriffsmodus schicken.
und selbstständig in Deckung gehe und so weiter, das muss jetzt gut geplant werden. Muss gut geplant werden. So, die Hälfte der Strecke ist abgeschlossen. Leider, jetzt wird spannend. Wenn das bloß die 2 Türme sind, haben wir vielleicht Glück und können es irgendwie umgehen. Also irgendwie exploiten. Aber der eine Pirat, schauen wir mal. Haben wir gleich da. Haben wir gleich da. Die Ruhe vor dem Sturm. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die mögliche unbekannte Bedrohung. Wahrscheinlich hocken wieder 25 Piraten in irgendeinem Bunker drin. Pause. Pause. Wo sind wir? Da sind wir. So. Oh mein Gott. Der Robbins. Da ist der Robbins. Alter, das ist das allerletzte. Das ist das allerletzte. Wo ist denn der Robbins? Da der Granaten, der Robbins! Verdammte Axt, Alter! So. Okay, da ist Tiffy. Da müssen wir rein. Überall haben Sandsackel. Da ist der eine Turm, da ist der andere. Oh, der kann weit schießen, Alter. Wenn wir jetzt ganz aufgingen und von rechts oben kommen und ganz schnell da einen Sandsack hergingen, dann kann man da in Deckung gehen und auf den scheiß Dings da schießen. Ohne dass der zweite Turm auf uns schießt. Alter 21. Bio. Fernkampf 8. Inventar. T-Shirt aus glatten Leder, Stoff, Schafswollhosen. Also Rüstung hat er nicht viel. Schießt die Stromversorgung an, dann sind die Türme aus. Testosteroni. Du bist ein verdammtes... You're fucking genius. You are fucking genius, Alter. Hätte ja selber drauf kommen können. Hab aber bloß geschaut, dass ihr aufpasst. So, jetzt gehen wir mal da rauf. Und er geht da rauf. Jetzt schauen wir, ob er da vielleicht von selber kommt. Oder was er tut. Oh, von da kann man drauf schießen. Hahaha! 94%. Ach da, Alter, Franziska! Striefen jeden Schuss! Und dann warten wir, bis Batterie ausgeht und dann locht man's aus! Haha! Pro-Gamer! Na, ihr seid die Pro-Gamer. Da hab ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass das geht. Oh, der Robbins kommt. Der Robbins kommt! Attackiere Robbins im Nahkampf, schieße auf Robbins, kann Ziel nicht treffen. Okay, fuck you. Schieß nochmal. Wie weit darf man noch nicht gehen? Wir dürfen bis auf 4 gehen. Jetzt gehen wir da hinten. So, jetzt schieß auf ihn. Und du schießt da auf ihn. Nein, geht nicht. Schieß. Ja, ja, nochmal, nur ein Hit. Nur ein Hit. Ja, nur ein Hit. Nur ein Hit, gib ihm. Sonst müssen wir davor laufen, weil der wirft Granaten nicht. Okay, lasst Viecher aus, lasst Viecher aus. Der Panther! 10 Zotten der Schlung! Na, der Sepp hat ihn der Schlung! Wow! So, absolutes Pro-Gaming! So, Viecher wieder einsammeln. Tiffy! Oh, nein, 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 bleib da. Was tut denn der Panther? Hör auf! Was? Na! Ah! Na! Attackiere Sepp im Nahkampf schießen. Nein, nicht schießen, Alter, das ist Versorgen, Prio Sepp, Training. Was ist denn mit ihm? Was tut der Panther? Miau. Was tut denn der? Kampfmodus? Auf da mit dir. Was tut denn? Alter, verbliert der jetzt dreckig. Dann krieg ich aber einen Vogel. Okay, jetzt müssen wir das Ding zusammenschießen und nur 34%. Dann können wir da mal umgehen und dann ja, da ist auch, vielleicht können wir da irgendwie ein Krankenbett fürs Vieh machen, keine Ahnung. Schuss, Minigeschütz. Blutung, 64%, das wird nicht besser. Na, ins linke Auge geschossen. Kruzifix. Passt. Jetzt pass auf, Franziska, komm bis da hergehen. Vielleicht kann man Batterie auch noch zusammenschießen, schauen wir mal. Da ist der Strauß! Der Franz Josef! Der Franz Josef! Also ich hoffe, dass dem Sepp nichts passiert. Ich meine, er blirrt halt jetzt. Sagt man das da so ein bisschen? So Sozialtraining, Bedürfniskörper? Ja, er schaut schon ganz gut aus.
10 ist nur noch 80%, aber das ist der Reisch, der Sepp ist der Pro-Gamer. Jawohl! So, Freunde der Sonne! Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Kann hier nicht hin, kein Weg. Ah, der andere Turm ist noch. Der andere Turm ist ja noch da. Müssen wir auch noch drauf schießen. Franziska, müssen wir noch schießen. Wie weit geht der? Gehen wir jetzt da her. Pass auf, dann schießen wir die Batterie noch zusammen und dann passt es. Jawohl. Weg mit der Batterie! Das sind EMP-Granaten. Tatsächlich. Hab ich auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Was denn die? Ach, da kann man wahrscheinlich Granaten auf den Turm aufwerfen und dann passiert nichts. So, das haben wir auch noch zusammen. Kann man nicht Stromleitung zusammenschießen einfach? Muss ich mir etwas sagen. 1-0 für Dänemark. Alter. Nice. Hätte ich nicht gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Ja, warte mal. Kann man das nicht in Besitz nehmen? In Besitz nehmen. Jetzt kommt der Pro-Gamer und nimmt das Ding einmal in Besitz. Da kann man einen Haufen Zeiger sammeln. Ich hoffe, dass wir das, wenn wir die Karawane nach Hause nehmen. Jetzt passen wir auf. Attackiere Tür aus Sandstein im Nahkampf, schieße auf Tür auf. Ja, jetzt schießt man die Tür auf. Oh, die hält ein bisschen was aus, aber ist nicht so schlimm. Was tut eigentlich der Pro-Gamer? Wo ist denn der? Oh, der schläft ein wenig. Warum nicht? Warum nicht? Staunen sind schon wieder da. Was ist denn das eigentlich? Agavenfrüchte. Mais. Gänseei. Entenei. Einfache Mahlzeit. Jetzt haben sie jetzt mit der Tier. Kruzifix. Franziska! Schieß die Tür kaputt! Die Tür! Wir müssen die Tiffy befreien! Das ist viel besser gegangen, als ich das dachte. Den scheiß Turm müssen wir noch. Hinweis: Mit diesem Befehl wird lediglich fest, dass ein Kolonist den Schalter betätigt. Wenn vorher was will, muss ein Kolonist kommen und bitte. Okay. Ha! Dann schaltet man nicht einfach aus, oder? Konsumiere leckere Mahlzeit. Franziska, du musst da einmal was essen. Und jetzt schießt man wieder auf die Tür. Jawohl! Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Franziska leckt mich am Arsch. Was ist jetzt mit der Tiffy? Tiffy, befreie Gefangenen! Tiffy! Wupp, wupp. Wir haben die Tiffy. Hoffentlich kann die Tiffy was und hat nicht wieder irgendwelche Probleme, oder? Verweigert Fürsorge und Soziales. Das sind mir die allerlieben. Die sitzt den ganzen Tag im Eck hinten, hält ihr Futzen und Arbeit. Merkmale: sorgfältiger Schütze, aber leider Gottes Fernkampfskills 0. Und sie ist freundlich. Sie ist sozial nicht. Sie verweigert Soziales, aber sie ist freundlich. Das verstehe ich nicht, aber egal. So, Weltkarte. Karawane neu formieren. Akzeptieren. Jawohl, Leute. Wir haben alle dabei, wir haben einen Sepp und Zenz dabei. Leider Gottes hat der Sepp einen kleinen Schuss ins rechte Auge oder ins linke Auge gekriegt. Das ist nicht so tragisch. Dann haben wir Waren. Schau dir das an. Dann nehmen wir auf alle Fälle mal die EMP-Granaten mit. Wir nehmen Mini-Geschütze aus Stahl. Nehmen wir beide mit. Da schau hin. Was haben wir noch? Wir nehmen Bauteile mit. Jawohl. Und dann nehmen wir Stahl. Nein, Stahl brauchen wir nicht. Metallschrott braucht man auch nicht. Kalksteinbrocken. Alles für einen Arsch. Bett aus Holz. Brauchen wir alles nicht. Reisevorräte. Nehmen wir die Mahlzeit noch mit. Mais nehmen wir mit. Agavenfrüchte nehmen wir mit. Enteneier und Gänseeier nehmen wir mit. Und dann sollen wir entsenden. Ja, Freunde der Sonne, da ist jetzt mal unsere Mission ist sauber glimpflich abgelaufen, da ich sagen. Deckung und Schießen. Ich lese jetzt einfach mal kleine Tutorial-Runden. Das Wichtigste im Fernkampf ist die Deckung. Eine Deckung funktioniert nur, wenn dein Kolonist in Berührungsreichweite ist und wenn sie zwischen deinem Kolonisten und dem Feind liegt. Wenn Kolonisten an Mauerecken platziert werden, lehnen sie sich zum Schießen heraus. Viele Düngen können als Deckung genutzt werden, aber manche sind besser als andere. Zum Beispiel gewähren Sandsäcke einen besseren Schutz als Bäume. Ha!
Ich hätte jetzt den Typen auch gern mitgenommen, aber habt gesehen, da war Rot Kilo, den hätte ich nicht mehr dran können. Dann hätte man sauber zu lang braucht, bis wir daheim sind. So, wir gehen jetzt eigentlich am Esosepp und der Birgit Busen. Wisst man noch nicht. Was ist da los? Stahl 100, Bauteil 100. Arbeit? Ja, weil von denen zwei keiner baut. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Die können ja Sachen transportieren. Der Esosepp tut fleißig Ziegelsteine herstellen. Was tut Birgit? Birgit geht jetzt erstmal wahrscheinlich sauber scheißen. Birgit, gehst du mal sauber scheißen? Wo gehst du zum Scheißen? Nein, du suchst irgendwelche. Was tust du mit dem? Eichhörnchenleiche. Tot seit 1,5 Tagen. Fehlende Körperteile 0%. Am Verrotten. Na ja, das geht schon noch. Das ist schon noch gut. Es ist schon noch gut. Tu dich nicht weh. So, Hochzeit steht an. Haben wir erledigt. Fressattacke, Verwandtschaft, Karawane in Gefangenlager eingetroffen. Geretteter tritt bei. Schauen wir mal. Tiffy. Ja, die brauchen schon ein bisschen Horn. Die brauchen schon ein bisschen Horn. Kriegen wir schon. Jetzt kannst du auch gleich oben gehen zu den Waren. Let's go, let's go. Möchtest du da oben gehen? Versteckte Waren. Versteckt mit Waren. Läuft in 6,1 Tagen ab. Möglich unbekannte Bedrohung. Krankheit. Muskelparasiten. Pro-Gamer Leibwächter ist an Muskelparasiten erkrankt. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Stelle außerdem sicher, dass er versorgt wird und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt. Oh oh. Oh oh. Der Pro-Gamer ist aber fucking unterwegs. Oh oh, der Pro-Gamer wird sterben. Der Pro-Gamer wird von uns gehen. Tja, keine Muskeln, keine Parasiten. Spring ich, du Volldepp. Ja, jetzt müssen wir abwarten, die müssen wir sofort ins Krankenbett schicken. Schauen wir haben da ein Krankenbett, das schaut gut aus. Es ist zwar gerade ein Bett aus Holz, aber ist egal. Qualität gut für Kolonisten, Krankenbett. Infektionsfaktor vom Raum 50%. Darin ist auf alle Fälle eine angenehme Temperatur von 21 Grad. Das passt. Da sie hat schon mal angefangen, den ganzen Scheiß da umeinander zu tragen, das passt. Und dann hoffen wir, dass er überlebt, bis er daheim ankommt. Schneller, gelber Punkt! Gelber Punkt, gelber Punkt, gelber. Das erinnert mich so ein bisschen an die Schnecke, die da... Jetzt werden wir angegriffen, währenddessen die anderen Leute weg sind. Von wem? Vom Chobiko. Verweigert Gewalt. Verweigert Gewalt. Ja! Ja! Müssen wir beten. Leider, jetzt müssen wir beten. Psychisches Brummen, schwach männlich. Alter, jetzt kommt's komplette Chaos! Das komplette Chaos! Ich weiß nicht, was da soll! Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll! Also gut, dass der noch ein bisschen braucht. Jetzt warte mal, wie lange. Oh, wir haben nicht mehr weit, wir haben nicht mehr weit, wir haben nicht mehr weit. Ich muss die Panther loslassen! Schneller! Jetzt pass auf. Ah, er kommt. Er kommt, was der Mann? Ich weiß nicht, was wir da sollen. Ich weiß nicht, was wir da sollen. Kampfmodus. Versteckt seid den, kiten wir jetzt. Achtung, jetzt kommt Kiten. Kiten, lauft's, lauft's. Der ist so viel schneller mit Birgit. Der Chubiko. Nein! Nein, Birgit Busen! Birgit Busen! Birgit Busen! Busen Birgit! Nein, die anderen sind fast da. Birgit Busen, nein, Birgit Busen! Birgit Busen, die kriegt aber mit der Keule was drauf. Hat jetzt der Blitz drauf? Schade, nein, leider nicht. Birgit Busen! Birgit Busen ist im Arsch. Der klaut mir Birgit Busen! Bist du total besoffen? Und jetzt klaut er mir Birgit Busen! Wo sind die anderen? Karawane in Lande eingetroffen. Ja, natürlich ganz oben. Wo ist das? Mein Gott, also so. Tiffy. Franziska, Pro-Gamer. Pro-Gamer. Kampfmodus, Viecher freilassen. Attackier, sofort daher. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Nein! Nein! Er saubert's langsam! Du Hurensohn! Birgit entführt! Birgit wurde von der Fraktion entführt. Sie ist jedoch nicht immer verloren. Eine Gelegenheit, sie zu retten, könnte sich in den kommenden Tagen oder Jahren bieten. Birgit Busen, du wirst mir fehlen. Dafür haben wir jetzt Tiffy.
Ja, fuck. Mein Gott, das ist selber schön, wenn es so eine fette, langsame Hure ist. Oh Gott, jetzt wird der Pro-Gamer dreht durch, das war sein Verlobte. Tiffy, so. Sneaky Plan. Sneaky Plan. Lyra Tiffy ESO. Nennen wir einfach Birgit Busen 2.0. Vielleicht fällt es dem Pro-Gamer ja nicht auf. So, Phase 1, Pro-Gamer, ab ins Krankenbett. Nicht verletzt. Körper, ganzer Körper, Muskelparasiten, leicht. Ja, Alter, du musst ins Bett legen. Schlaf bis vollständig, ja, der ist nicht... Oh, oh. Oh je, oh je. Diese Hurensöhne. Sagt man eigentlich auf der Weltkarte, wo sie die verzupfen? Nicht, ey. Fuck. Fuck. Das passt mir jetzt gar nicht. Das schneiden wir raus. Fällt kaum auf. Tja, Pech. Ja, fuck. Was soll ich jetzt da sagen? Da schläft der Isosep, dort Franziska, dann schläft da. Besitzer wählen. Birgit Busen 2.0. Nein, die müssen wir schon wieder weiterhin, Tiffy nennen. Lyra, ESO, Tiffy. Tiffy, Herr von Böhnefeld. Uiuiuiui. Ah, das ist ärgerlich. Tiffy als Schwägerin zu Birgit Busen. Stimmt, so kann man es nennen. Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Wer denn schon wieder? Franziska schon wieder. Warum denn? Müde! Ja, dann schlaf wieder mal! Oh, mein Freund Birgit verloren. Kolonist verloren. Unansehnliche Umgebung. Halt dein Maul, da ist wunderschön. Wurde beleidigt. Ohne Tisch gegessen. Menschenleder Cowboyhut. Schau, ist schon gar nicht mehr so schlimm. -2 bloß. Schlafst du mal eine Runde, geht's dir wieder gut. Wo leckt der Isosep? Hat sich gerade eine halbe Ei. Wo ist denn die halbe gewesen? Da, schau hin! Haben wir 24 halbe, das ist ein ganzer Kasten. Ja, ganzer Kasten. Was, meine Viecher verhungern? Die verhungern nicht. Bedürfnis da. Schau her, Ernährung 54%, Erholung 54%, den ich jetzt blendend, Mann. Schau her. Blendend. Oh. Aber die Antilope, Pumalope verhungert. Was ist denn die so? Was ist denn die so? Da müssen wir die Zone doch wieder erweitern. Hilft nicht. Zone, Arbeitsgebiete erweitern, Pantherzone. So, da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Und dann können sie fressen, was sie wollen. Gleichberechtigung für die Viecher. Tiffy Menschenfleischhut, stimmt, oder? Aber Tiffy schläft noch, lasst es einmal schlafen. Ja, der hat die Nacht hinter sich. Das stimmt, wir können Sprengen nicht sterben lassen, das ist richtig. Wir gehen jetzt eigentlich an Xari. Bedürfnis. Oh, der hat auch nicht recht viel Ernährung. Ja, weil der Pro-Gamer nicht da war, der hat sich um Viecher gekümmert. Pro-Gamer geht's, glaube ich, auch nicht so gut. Der hat Muskelparasiten. Was auch immer das ist. Esosep, da sauber zimmern. Einen Blick außerdreschen. Haben wir jetzt nicht eigentlich so Geschütztürme? Ja. Montieren. Wo montieren wir die? Ich darf auf alle Fälle sagen, da hier vorne. Und zwar da draußen irgendwo. Dass die schön irgendwo rundherum umeinander schießen können. Da müssen wir dann natürlich noch eine Stromleitung hinlegen. Achtung, Stromkabel. Machen wir jetzt so. So. Und dann verteilt sich das schon und dann passt das. Dann brauchen wir ein paar Sandsäcke rundum. Oder, pass auf, Sicherheit, gibt es ja so Barrikaden. Dann machen wir eine Barrikade aus Schiefer. Und dann machen wir das so. Ah, das ist nix. Das ist nix. Da müssen wir größer eine Barrikade machen. Dass immer ein Feld dazwischen frei bleibt. Machen wir so. Dann brauchen wir noch Barrikaden ein bisschen dahinter. Für unsere Leute. Machen wir jetzt so. Dann machen wir das so. So. Ja, wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Machen wir so. Ja, ein paar so Barrikaden hier gebaut. Damit nichts passieren kann.
damit nichts passieren kann. Wenn sie uns dann angreifen, können sie uns am Arsch lecken. Kaputte Kleidung, wer hat denn da kaputte Kleidung? Tiffy! Das ist mir schon klar, weil du keinen Menschenhut nicht aufhast. Wo ist der Menschenhut? Wir haben doch noch einen Menschenhut gehabt. Ich verstehe die Frage nicht. Wo ist der Menschenhut hin? Ja, dann müssen wir ihn schneiden. Wir können keinen schneiden. Wir brauchen 25 Menschenhaut. Wie viele Menschenhaut haben wir noch? 15, glaube ich, gell? Birgitbusen! Bauer der Mauer hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Menschenhut haben sie entführt. Der gute Menschenhut, Alter. Der gute Menschenhut. Ja, dann müssen wir warten, bis wir noch mal angegriffen werden. Hilft uns alles nichts. Hungernde Kolonisten. Ja, ich so selbst dann da nicht einmal was essen, du Trottel. Und putzen. Auf alle Fälle einmal putzen und da einmal putzen. Und da einmal putzen. Und da einmal putzen. Essen haben wir viel genug. Wie geht's am Pro-Gamer? Ah, der schaut gar nicht gut aus. Menschenleder Stammeskleidung. Unansehnliche Umgebung. Krank. Kolonist verloren. meinen Freund Birgit verloren. Geliebtes Haustier weggegeben. Starke Schmerzen. Leichtes psychisches Brummen haben wir auch noch. Meine verlobte Birgit verloren. Kruzifix, gibt's mal eine Quest, ich muss sie wieder befreien. Verfügbar, aktiv. Vorratskammer von Juju, Schiff zu den Sternen. Ja, da kommen wir noch lange nicht hier. Ganz schlecht, ganz schlecht. Jetzt müssen wir erst einmal der Tiffy, Arbeit geben, Alter. Also, Feuerwehr und Patient ist einmal jeder. Bettruhe und Hilfsarbeit ist. Machen wir da 2. Aufsehen. Tierpflege. Kochen braucht's nicht. Bauen. Bauen kann's gut schon hin. Lassen wir mal drin. Feldarbeit. Hat's Stufe 4. Was hat's da? Schmieden. Stufe 7. Da hat aber eher 13 schon hin. Machen wir 3. Schneider. Transportieren. Reinigen. Ja, lassen wir das einmal so. Bergbau, Feldarbeit, was hat's denn Feldarbeit? 4. Können wir auch mit 3 machen. Was soll es hauptsächlich machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was lassen wir hauptsächlich machen? Feldarbeit, drauf geschissen. Vielleicht Tierpflege, hä? Nein, kann's nicht. Gehen wir am ISO-Sepp auch mit Tierpflege. Auf 3. Machen wir da auf 3. Kaputte Kleidung. Wir hatten kaputte Kleidung eigentlich. Oh, Tiffy schon wieder. Inventar. Staubmantel aus glattem Leder. Gut. Hemd aus Stoff. Dings aus Stoff. Fällt doch eh nichts. Was möchtest du denn? Soll ich Maul halten? Hört den Maul. Vielleicht das, was Birgit gemacht hat, wenn es das halbwegs kann. Ja, die hat auch so irgendwie alles und nichts gemacht. Ist jetzt eigentlich eine Bumalope schon gestorben oder nicht? Oder wo ist denn die zweite eigentlich? Nein, die fressen schon, oder? Fressen die? Ernährung? Ernährung voll. Ja, passt schon. Ja, die müssen in die Kühlkammer reinkommen. Wieso lässt man die nicht einfach da reingehen? Bin ich eigentlich total blöd. Jetzt passen wir auf. Arbeitsgebiet verkleinern, Pantherzone. Machen wir das da weg. Machen wir das da so. Und dann dürfen sie da so rundum gehen. So rundum gehen. Und so rundum gehen. Schau her, und jetzt können wir uns da direkt rein, ohne dass sie viel Träg machen. Da drin dürfen sie einen Träg machen, scheiß der Hund drauf. Ja, schaut doch gut aus, Alter. Wie ist der Hopf beieinander? 70%, 41%, Kartoffeln haben wir 53, Reis 68. Ja, das hört sich doch gut an, Alter. Das hört sich doch gut an. Brudi, wenn sich das nicht gut anhört. Aber der Pro-Gamer ist voll am Ende. Der ist voll am Ende. Richtig gemütlich. Hat eine leckere Mahlzeit gegessen, das ist das Einzige, was ihn aufheitert. Pro-Gamer. Du Mann, ich musste mir eine halbe essen. Ja! Gönn dir eine halbe, Alter! Pro-Gamer, das ist das Richtige! Gibt's nicht einen Fressnapf für Tiere oder so? Ich glaub nicht. Zum Forschen vielleicht irgendwo, ja. Aber ich habe mich noch nie so intensiv mit Viecher befasst, gezähmt und die so zum haben. Du brauchst beim ESO noch eine Heizung drinnen. Das stimmt. Wieso legen wir einen ESO-Sepp nicht einfach da rein? Besitzer wählen, ESO-Sepp. Dann werden wir nämlich da kein Krankenbett nicht... Oh nein, zurück. Kein Krankenbett nicht draus machen, sondern machen wir da ein Krankenbett draus. Dann ist es unser Krankenzimmer. Und der Rest haben quasi Wohnzimmer. Kann man machen, oder? Kann man machen. So, Tiffy tut fleißig bauen, Jay. Vielleicht sollten wir hier ein Bauen als Prio geben, hä? Tiffy und Franziska Priorität bauen. Jay? Bauen jetzt so einen sauberen Zaun rundum. Nochmal saubere Barrikaden. Wenn wir das nächste Mal angegriffen werden, gibt es sauber aufs Maul. Warum laufen bei den
Gefängniszellen eigentlich Klimaanlagen? Da haben wir doch unsere Folterzelle gebaut. Das da drin gefriert. Da hat es ganz furchtbar wenig. Und da ist alles sau heiß da drin. Da hat es nämlich 100 Grad drin. Da machen wir dann eine Gefangenenzelle draus. Und dann brutzelt man mit der man quasi einen Ofen schon mal vorheizen. Für die Gefangenen. Sprenge. Kneipkur für Gefangenen. Richtig. Jawohl, Franziska. Bau eine ins Viech. Vor allem, wie lange das die Schieferblöcke brauchen zum Konstruieren, gell? Also die Barrikaden. Müssen wir mal lesen, was das Ding kann. Sicherheit. Barrikade aus Schiefer. Eine hüfthohe Barriere, die als Deckung für eingehende Schüsse dient. Barrikaden sind hässlich, aber bieten eine bessere Deckung als andere niedrige Objekte. Dann gibt es noch Sandsäcke. Oh, die kann man auch aus Leder und so bauen schon hin. Gestapelte Säcke mit lokalem Dreck oder Sand, die als Deckung dienen. Sandsäcke sind hässlich, aber bieten eine bessere Deckung als andere niedrige Objekte. Also ich glaube, dass Barrikade besser ist. Dann der Mario85 schreibt, die mögen das aber grundsätzlich nicht, wenn die ihr Schlafgemach teilen müssen, es sei denn, sie sind zusammen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Menschenhaut-Sandsäcke! Richtig! Jeder Stoff wird aus Menschenhaut gebaut. Jeder. Dann braucht man ein Menschenhautlager, da wo nur das Menschengedöns drin ist. Und dann mit dem Pro-Gamer, der ist total fertig. Ich sag das, was es ist. Alkoholtoleranz gering. Der Pro-Gamer wird voll der Säufer, Alter. Was ist denn jetzt mit dem eigentlich? Konnte die einmal ins Krankenhausbett legen? Nein. Der Pro-Gamer stirbt uns noch, ich garantier's da. Dann hat Panther auch noch traurig. Oder seine Stimmung ist bei 0. Schau dir das mal an. Bedürfnis 0. Hey, der ist voll im Arsch. Dunkel, krank, unansehnliche Umgebung, Grütze, Füchsleid. Was soll ich machen? Brudi, was soll ich machen? Ich krieg einen Vogel. Schieferplatten irgendwo hinbauen. Da bauen wir Schieferplatten rein. Und sie muss mehrere Schieferblöcke machen. Aufgaben. Mehr Schieferblöcke herstellen. 300 habe ich gesagt. Und dann machen wir 500 draus. Los geht's. Esosep, schneller. Kann man das 100-Grad-Zimmer auch zum Schmelzofen modifizieren? Herr Glockengießner? Nein, leider nicht. Wobei, ich weiß nicht. Aber auf alle Fälle sterben Leute da drin. Ah ja, stimmt. Der Stan schreibt gleich was. Wir haben ja einen Schlafsack aus Menschenhaut gebaut. Und lassen wir quasi die Gefangenen in einen Menschenhaut-Schlafsack schlafen. Nice! Richtig gutes Zeug, Alter. Heute eine Peitsche für ein ESO. Gibt's Peitschen? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber schon. Der Human Burrito. Der Human Burrito. Yep. Very nice. So, jetzt weil mein innerer Monk verlangt danach, dass ich da eine Barrikade herbaue. No. Frag mich bitte nicht warum, aber mein innerer Monk mag, dass da überall sauber zu ist. Das ist aber nicht Human Burrito. Und wenn er im Schlaf ist, im Schlaf, da schlagen wir ihn dann. Was tut der Pro-Gamer? Baut Gebiet an. Also ist kein Blär mit auf nicht anbauen, das ist mit zusammenputzen. Komm, putz einmal. Und dann geht da was. Jetzt drücken wir mal auf Geschwindigkeit 3, damit da ein bisschen was von vorwärts geht. Da liegt ein bisschen Reis umeinander. Da kommt der Lego an und frisst meine Heilpflanzen! Jagen! Franziska! Der schießt den scheiß Lego an! Auf geht's! Hopp, hopp! Was tust du? Priorisiere Jagen von Lego an! Hopp, hopp! Da holst du schon einen scheiß Lego an! Abflug mit dir! Schauen wir mal, was sonst noch für Tiere da sind. Blutrausch Pro-Gamer! Oh, 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 oh! Er hat sich entschlossen, Esosep umzubringen. Oh, oh. Wo ist denn Franziska? Du musst eingreifen. Esosep, lauf! Esosep, na, 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 na! Versuche Inhaftierung vom Pro-Gamer, Leibwächter, 8, ja. Oh, festgenommen. Oh, jetzt muss er in seinem eigenen... So, wir haben einen Pro-Gamer festgenommen. Und jetzt wird er zum Human Burrito gemacht. So, Achtung!
Human Burrito. Was hat denn der Temperatur drin? Weil so sterben lassen können wir nicht. Jetzt warte mal. Schalten wir das aus. Strom aus. Priorisiere, Umlegen, Schalter, der Kühlung, ja. So. So, Mr. Programmer. Das war knapp. Mr. Programmer, du bist jetzt erstmal eingesperrt der Zeit, damit er mal Ruhe ist. Der Programmer hat sich entschlossen, Esosep zu töten. Okay, das ist genau das, was ich so sehr an diesem Spiel liebe. Es passieren einfach random irgendwelche Sachen, die nicht vorhersehbar sind. I fucking love it! Best game ever! So, Tiffy tüdelt zuerst einmal eine saubere Halbe ins Maul. So ist recht, Tiffy. Was tut die? Entspannt sich mit anderen. Trägt Bier. Nice. Wie viel Halben haben wir noch? Oleg, schau doch mal hin, wie viel Halben das wir haben. Da gehen wir mal saufen, bis wir da rumfallen. Easy peasy lemon squeezy, Alter. Revolver wegnehmen. So, hebt er den wieder auf? Muss man den erlauben? Franziska. Der Pro-Gamer. Achtung, was ist mit dem Pro-Gamer? Gefesselt. Franziska. Bewaffnet mit Revolver, provisiere Wegtragen von Revolver. Okay. Haben wir mir jemanden, der Aufsehen macht? Ja, der Esosep. Der Esosep ist der Aufseher. Na, der passt auf den Pro-Gamer auf. Tiffy konnte Barrikade aus Schiefer nicht konstruieren. Es wurden einige Ressourcen verschwendet. Tiffy, du Quamper, die Wuizau! Du sollst einfach nur einen Kasten da hinbetonieren, das wärst du den Stich kriegen. Kruzifix, Alter. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Weißt, derjenige, den er umbringen wollte, der ist jetzt der Aufseher vom Pro-Gamer. Das wird nicht gut ausgehen. Krankheit, Muskelparasiten, immer noch. Stelle sicher, dass du einen Kranken bist, das haben wir vorher schon gehabt, gell? Und ein psychisches Brummen, schwach. Und der Blutrausch. Kruzifix, das war wieder 5 vor 12 war das wieder. Ich hab zum Beispiel auch gar nicht gewusst, dass man da die Leute on the run halt festnehmen kann, die eigenen. Also kommt der auch mal wieder runter, oder was ist denn jetzt mit dem eigentlich? Wandert umher. Gefesselt. Entkleiden. Soll man Knockout ausziehen, damit er Ruhe ist. Bedürfnis. Stimmung ist zumindest ein bisschen her. Katharsis. Es hat sich gut angefühlt, meine Gefühle einfach mal rauszulassen. Alter, plus 40. Brudi. Wie lang hält denn das Gefühl eigentlich an, dass er seine Frau verloren hat? 27 Tage! Ja, Gott sei Dank! 27 Tage lang minus 10. Nice! Was ist jetzt mit den Muskelparasiten? Was tun wir jetzt da dagegen eigentlich? Arbeiten, bewegen, Schmerz, Beschreibung, der Mutterbeschreibung, Alter. Die gehen schon weg. Na, dann wird er sauer. Ja, die muss man doch irgendwann wieder auslassen können, oder? Unsere Barrikaden sind auch bald fertig. Schaut gut aus. So, die Barrikaden. Und die 2 Türme müssen wir vor allem da einmal hindrungen. Warte mal, kann man das nicht forcieren? 5 Minuten bevor wir es aufstellen, werden wir wieder angegriffen, dann stehen die Türme nicht rein. Ja, die sind schon fleißig, also. Franziska und Tiffany, fleißige Dirndl. Fleißige Dirndl sind's. Fleißige Dirndl. Easy. Aber jetzt meine ich jetzt mit Schlafenszeit. So. Stelle vor, Human Burrito Pro Gamer. So, wenn wir jetzt einmal die 1,5 oder 1,3 Stunde, wo wir jetzt gespielt haben, zusammenfassen, was genau ist denn eigentlich alles passiert? Ist eigentlich so viel passiert. Es ist so viel passiert, aber so richtig gespielt haben wir nicht, ich weiß es auch nicht. Was war Zähneputzen? Wo ist denn der Pro-Gamer? Django! Der Pro-Gamer ist durchgedreht und wollte einen Esosep umbringen. Dann ist Franziska gekommen und hat aber einen Esosep erstmal gefangen genommen. Jetzt ist er der Human Burrito, sitzt in der 3 auf 1 Quadratmeter Zelle und schläft in einem Schlafsack aus Menschenhaut. Die Geschichte musst du erst einmal ausdenken, Alter. So, jetzt bauen wir uns in die Türme noch auf. Mindestens bauen wir uns in die Türme noch auf. Wer denkt sich in so eine Geschichte? Auf sowas kommst du nicht, Alter. Eigentlich soll ja ein Text-RPG machen. Als App. Und einfach nur ein Spiel dokumentieren, wo es aus 24 Stunden Rimworld-Zocken rausgekommen ist. Und wer kümmert sich jetzt um die Viecher? Scheiße, stimmt. Tierpflege. Franziska mit Mühe und Not. Nein, der Esosep. Warte mal. Der Esosep macht. Oder alle machen ein bisschen Tierpflege. Außer Tiffy, die kann nichts außer Betonbrocken gießen.
Wie viel kostet das Spiel? Alter, das ist eine gute Frage. Rimworld war immer ziemlich teuer. Das war ja nie richtig obergesetzt, niemals. Ich glaube 30 Euro. Indie-Game-Preis. Der aber nie schau mal, es ist doch gerade Steam-Sale. Vielleicht ist es gerade billiger, keine Ahnung. 26 Euro auf Steam oder was? Was kostet es auf MMOGA? Mag ich jetzt nicht nachschauen. Und ich mag nicht jedes Mal scheiß Werbung für MMOGA machen. Auch wenn ich was davon habe, so ist es nicht, aber das muss auch nicht sein. 26 Euro jeden Cent wert. Hat sich bei mir schon 800 Millionen Mal abgezahlt. 800 Mal hat sich das schon abgezahlt. Normalerweise hat es aber 30 oder 40 Euro sogar gekostet. Ziemlich lang. Und das Spiel ist schon ewig in der Mache. Schon ewig. So, Programmer, frisst einmal ein Kernel für Reis. Wie geht's ihm so? Niedrige Erwartungen, gemütlich. Ah. Ohne Tisch gegessen, abscheuliches Gefängnis. Ja, meinst du, dass ich dir da eine luxuriöse Todesbude hinbaue oder was? Kruzifix, Alter. Das hat sich ja besoffen. Möchtest denn du? Was ist denn jetzt mit dem? Wie kann ich den eigentlich so sepp? Tu einmal, konsumiere Reis, entkleide Programmer. Kann Reis nicht vertragen, für Gefangene reserviert. Okay. Kommt der jemals wieder zurück? Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen am Boden verlinkt. Wir sollten eigentlich noch viel mehr Boden verlinken. Wir haben 100 Schieferplatten. Schau hier. Ja, dann würde mich halt die Umgebung schämen. Fühlen Sie sich wohler. Fühlen Sie sich wohler. Was der jetzt? Boden verlinken. Oh, los geht's. Dann haben wir noch eine. Was? Das Gelände ist bereits Platte aus Schiefer. Die haben wir daher und daher. Daher und daher. Dann der wir da noch sowas her, der wir noch so. So. Sauber am Boden verlegen halt einfach. Damit das da was Anständiges ist. Na, schaut schon besser aus, schön. Sauber am Boden verlegen. Du musst auf ihrem Drucker noch auf Gefangener und rekrutieren. Ach gut, der jetzt nimmer als Kolonie, hoppala. Bodenfliese kriegst du da nicht rein, das kannst du vergessen. Pass auf, jetzt drücken wir mal auf den Programmer. Gefängnis. Rekrutierungsschwierigkeit 65%. Rekrutierungschance 14%. Keine Interaktion. Rekrutieren. Reduziere Widerstand. Was für ein Widerstand, Alter? Naja gut, dann müssen wir rekrutieren. Einen Programmer darf man nicht vergessen. Das habe ich nicht gewusst. Dass er dann automatisch zu einem Fremden wird, quasi. Also zu einem Nicht-Kolonisten. Ich meine, der muss sich da ein wenig drin hocken, bis er sich wieder beruhigt und dann wird es schon wieder. Oh, wir haben offensichtlich wieder mal unsere Bumalopen gemelkt und haben einen Treibstoff rausgekriegt. Sag ich doch. Mario, habe ich überlesen. I'm sorry. Oh, jetzt kommen unsere Türme schon hin. Woo! Peng, peng, Motherfucker! So, jetzt brauchen wir wieder ein paar Steine. Wer hackt denn eigentlich Steine? Weiß ich nicht. Oh, der Isosepp. Tut ihn behandeln, schon hin. Da haben wir einen Programmer her. Programmer? Wo ist der Programmer? Da ist der Programmer, Gefängnis. Der kriegt da auch gute Medizin. Der soll ja auch schließlich wieder gesund werden. Das ist ja auch unser, ne? Seine scheiß Muskelparasiten kannten sie mal verpissen. Franziska hat jetzt aber Steine klopfen. So mag ich das. So, Türme stehen, das ist einmal das Wichtigste. Unsere Batterien schauen auch gut aus. Schauen wir mal, bis die Nacht vorbei ist, ob die Batterien dann auch gefüllt bleiben, weil die Geschütztürme, die brauchen doch relativ viel Strom, damit die immer on sind. Weil genau dann, wenn sie nämlich ausfallen, dann werden wir angegriffen, so wie es halt immer ist. So, Isosepp tut es aber kochen, bisschen aufkochen. Panther schlafen offensichtlich bei minus 20 Grad, warum nicht? Wenn es einer gefällt, dann kann man mal noch 2 so Tierbetten bauen aus Kamelhaut. Was haben wir da? Strukturen. Na, wo ist das drin? Möbel. Tierbett. Aus Kamelhaut. Bauen wir daher und daher. So, Kamelhaut, glaube ich, haben wir genug. Haben wir genug Kamelhaut? Kamelhaut, da 413. Brudi. Da können wir Zeug bauen, dass du sagst, gibt's das? So, was ist mit dem Programmer eigentlich? 25,6 auf 25 geändert. Stimmung zu niedrig, Meinung zu niedrig. Programmer, du Huren! Kruzifix! Ja, das ist der mal so lange, bis er wieder da ist. Kamelhaut, spinnst du jetzt? Menschenhaut. Wir haben ja keine Menschenhaut und unsere Viecher schlafen die ganze Zeit im Dreck. Irgendwann, wenn Händler kommen, verkauft man die Kamelhautbetten und kauft man und dann schlacht man Karawane
Und machen wir aus denen dann wieder Tiersitz. Ist das ein Plan? Ich glaube schon. Ja, asozialer geht's bald nicht mehr. Aber nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Das ist der Plan. Siehst du das? Ich huck gerade vom Handy und auf WhatsApp kommt im Klassenchat dann wir noch ein Hausi aufhaben in Klammern Scheiße. Tja. Scheiße um 10 Uhr auf die Nacht. Scheiße, es ist schon wieder 10 Uhr auf die Nacht. Kleiner Tipp. Erforsche Thermalgenerator. Hast da, meine ich, in der Nähe so eine Quelle. Löst gut Stromprobleme. Mr. Mario, da hast du recht. Die Quelle ist hier. Vielleicht erforschen wir aber erst Drogenherstellung. Weil ich glaube, mit Muntermachern kann man unser Defizit mit Menschenfleisch und Menschenkleidung wieder gut machen. Scheiß auf Energie, Drogen müssen her. Rückstoßlader, Geschütztürme. Ja, aber erst müssen wir erst zu den Geschütztürme und dann Drogen. Geschütztürme, Drogen und dann schauen wir mal, was gibt's da sonst so? Solaranlage, Biokraftstoff, Geothermie. Ja, das hat auch 3200 Forschungspunkte, das dauert auch eine Zeit. Der Pro-Gamer wirft uns jetzt halt ganz schön zurück, dass wir den verlieren. Jetzt muss den seine Aufgabe halt irgendeine Bahn die ganze Zeit übernehmen und das ist natürlich kacke. Ja, das ist sogar sehr, sehr, sehr kacke. Ja, Reisernte ist auf alle Fälle am Start. Was haben wir da? Heilwurzel, bereit zum Ernten. Wie viel Heilung haben wir überhaupt noch? 6 Heilkräuter haben wir noch. Ja, dann ernten wir lieber die Heilung, bevor es wieder irgendein gestörtes Viech zusammenfrisst. Ein Emu! Da ist ein Emu! Emu jagen. Jagen wir das Emu, damit nichts passiert. Schaut fast aus wie ein Strauß, ist aber ein Emu. Sei nicht traurig, kleiner Emu-Mann. Wer kennt das noch? Haben Leute, die das noch kennen? Weiß ich nicht. Falls nicht, dann suche mal lieber auf YouTube nach Sei nicht traurig, kleiner Emo-Mann. Und stell keine Fragen sonst. So, Türme stehen. Auf was warten wir jetzt noch? Durch deine Wand läuft dein Windkraftwerk nicht mehr. Wahrscheinlich wegen dem da, oder? Das Windkraftwerk ist mir aber ehrlich gesagt auch wurscht. Das reißt mir ab. Windkraftwerk, Abriss. Das haben wir ganz am Anfang gebaut, weil wir uns noch keine Solaranlage nicht leisten haben können. Schön gesehen im Übrigen. Herr Baumüller und Herr Tittensee. Wunderschön. Schön gesehen. Wird abgerissen. Dafür bauen wir vielleicht noch eine 15 oder 6 Solaranlage hin. Ein Windrall macht so viel Gaudi nicht mehr. Schöne Tierbetten haben wir. Schön. Zuckersüß. Geht's Ihnen gleich viel besser. Wutanfall Pro-Gamer. Halt den Maul. Der scheiß Pro-Gamer sind immer noch am Ausflippen. Was ist schon wieder mit dem Pro-Gamer? Mit dem Wutanfall. Was tut er denn? Alter, was tue ich jetzt mit dem? Priorisiere Entfernen von Müll. Ein Scheißdreck. Was tue ich denn? Der Pro-Gamer ist nur am Durchdrehen. Der randaliert voll umeinander. Der hat ihm so gern. Bist jetzt dann mal fertig, du Arschloch. Der macht alles kaputt, Jay. Hat er sich jetzt wieder. Pro-Gamer hat keinen Wutanfall mehr. Das möchte ich aber auch hoffen. Da, Katharsis mal 2. Jetzt hoffe ich, geht die Stimmung einmal in den Tee. Körper, immer noch Muskelparasiten. Ja, du Mongo, dann hilft's auch nicht. Alter Schwede! Ich mag eigentlich nicht zum Spielen aufhören jetzt. Kommt Tiffy und schweißt wieder zusammen. Tiffy und Franziska schweißen wieder zusammen, jetzt, Herr Pro-Gamer. Halt dein Fotzen da drin. Die geile Musik. Ding, ding, ding. Ich liebe dieses Spiel. Einfach, weißt, einfach einmal aufmachen, hersitzen und zuschauen. Hat der Pro-Gamer die Mauer kaputt gemacht? Nein, der hat die Klimaanlage zusammendroschen. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Wer? Franziska. Ja, wenn ich so heißen darf, hätte ich auch einen leichten Zusammenbruch. Alter. Handwerk. 10 mittlerweile. Quest abgelaufen. Vorratskammer. Egal. Haben wir keine Zeit mehr. Ohne Pro-Gamer haben wir keinen, der schießen kann. Was ist denn mit Dorkanten? Tiffy. Sicherheitshalber nimmst du einmal den Revolver. Bewaffne dich mit Revolver. Sonst kommt nämlich der andere wieder und flippt wieder aus. Weißt du, was es ist?
Weißt du, was es ist? Und weißt du, was ich euch jetzt sage? Ich mag mich nicht abspringen. Das Level des Spaßes des Spiels. Speichern. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Gehört auch mal wieder eingeführt. Das Spiel ist so entschleunigend, das ist richtig. Muss auch mal sein. Das muss auch mal sein. Leute, es ist 10 nach 10, warum seid ihr nicht im Bett? Verstehe die Frage nicht. Hernach reizt mich noch, dass ich am Freitag oder am Samstag einen Rimworld-Stream spontan einhau. Soweit kommen wir wahrscheinlich noch. Hat er irgendwas von Theme Hospital? Ich hab's geliebt. Nicht bloß du, Mr. Losme. Falls dir das gefallen hat, dann spiel Two Point Hospital. Das ist der Nachfolger davon, ein recht moderner. Den habe ich komplett durchgespielt. Super gut. Ich sag grad wie weh, schrei mich nicht an! Herr Lacher, stop it now, ist zu spät für Donations. Die Weiber haben das Leben durchgespielt, die da auch gerne Holz und Steine schweißen können. Ja, die machen das schon. Ah, Tiffy ist brutal, Alter. Kurzarbeit, deswegen nichts schlafen. Was? Das Spiel ist so schön untypisch. Das stimmt. Das ist einfach mal ganz was anderes. Das ist, weißt du, was am meisten erinnert? Ich weiß nicht mehr, was zuerst da war. Prison Architect oder Rimworld? Ich weiß nicht. Herr Jan Philipp, merci für deinen Fünfer. Machst du mir mal ein Video, kannst du schweißen? Ich kann nicht schweißen, ich habe noch nie geschweißt in meinem Leben. Warum soll ich auch schweißen müssen? Kannst du mal probieren, 2 Holzstücke zusammen zum Schweißen, mich dann interessieren, wie das dann ausschaut und was passiert. Ich weiß nicht. Oder ich freue mich schon auf Kerbal Space, ich hab's mir jetzt auch geholt. Ich hab wahrscheinlich wieder so viele Leute angefixt wegen mit Kerbal Space Program. Da ist genau das Gleiche, Alter. Ich hab auch so krass Bock gerade auf Kerbal Space Program, dass ich mich so zusammenreißen muss, dass ich es off-Stream nicht spiele, damit ich dann im Stream nicht mehr so 100%ig Bock hab. Rimworld Architect. Also, wer Prison Architect ist übrigens derselbe Grafikstil wie Rimworld. Ich weiß nicht mehr, was zuerst da war. Aber das weit komplexere Spiel, glaube ich, ist Rimworld. Aber Prison Architect hat auch seine Daseinsberechtigung. Habe ich auch sehr lang gespielt. Sehr lang. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kennst du Crimson Skies? Ist schon uralt, aber ich hab's saugern gespielt. Nein, Mr. GSI Champ, nein, Crimson Skies kenne ich nicht. Und Rimworld gibt's länger. Dann hat quasi Prison Architect von Rimworld abgeschaut. Naja, ist nicht so schlimm. Ich schau, jetzt hab's das Spiel auf PS4 auch gibt, schaut geil aus. Ob es das Spiel für Konsole gibt, weiß ich nicht. Und wenn, ob sie das auf der Konsole so geil spielt. Mr. Major Leon, ich warte immer noch auf Factorio. Dann wissen wir ja, was wir direkt noch, das ist genau dasselbe Indie-Game-Level wie Kerbal und Rimworld. Nächste Woche gibt es auf alle Fälle noch mehr Runden Kerbal Space Program und nächsten Mittwoch Rimworld oder Factorio. Macht mal Abstimmung am Wochenende. Was sagt ihr dazu? Ist das was? Ist das was? Wer kennt Factorio nicht? Alter, Factorio ist genau dasselbe Spielprinzip, Alter. Das ist, diese Spiele haben für mich gemacht als Wattens für mich gemacht. Ganz ehrlich, da ballerst du auch schnell mit 500 Stunden ein und du kriegst einen Schlaganfall. Da gibt's bald wieder einen Freitagsstream, sehe ich schon. Kann passieren. Der Schwarz, merci für den Euro. Nice, Menschenfresser Game war heute richtig geil. Nächste Woche, oder? Normalerweise ja. Außer wir entscheiden uns spontan für Factorio. Kann auch passieren. Puh, aber was mir am meisten gefällt, bis zur Sommerpause haben wir genügend zum Spielen. Ist genau, diese Spiele genau richtig. Genau richtig. Keine so AAA-Dinge. Abgesehen davon kommt sowieso nichts. Das stimmt, Factorio kann man ja Multiplayer spielen. Vielleicht fange ich Singleplayer und dann spielen wir mehr Multiplayer-Spiel. Kann ja jeder mitspielen, der mag. Warum nicht? Alter, das sind doch noch gescheite Sommerlochspiele, gell? Siehst du das? Das ist genau das Thema. Hat mir wegen dir Transport Fever gekauft. Der Bärder, ich hoffe, dass der taugt. Ja, dann habe ich nämlich kein schlechtes Gewissen. Wenn ich Leute mit irgendeinem Spiel anfix, die sind ja dann richtig gut taugt. Das ist das einzige, glaube ich, wo ich irgendwas verkaufe, wovon ich meistens nichts habe, außer du kaufst es über MMOGA, wo ich kein schlechtes Gewissen nicht habe, wenn es euch richtig taugt. Und wir haben so viele Leute geschrieben, wirklich. Alter, Transport Fever, vorher nicht kennt, voll geil, zig Stunden drin und so weiter. Da habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen dafür, damit. Und freut mich! Viel Spaß damit! Gern geschehen! Ich reise am Samstag wahrscheinlich die Stunde 300 in Transport Fever 2. Danke, Birger, bin verliebt. Herr Nusser!
Viel Spaß auf die nächsten 300. Oder ich schreibe mal eine Abschlussprüfung. Jonas Lindner, da wünsche ich einer viel Glück. Factorio, 1200 Stunden, Leben läuft. Alter, also 1200 Stunden habe ich nicht im Factorio. Aber ich sage jetzt mal, ich speise halt ganz normal durch, immer wieder mal. Und ich weiß ehrlich gesagt, müsste die nachschauen, wie viele Stunden das ich habe. Transport Fever und Rimworld, geholt durch Bürger, beides mehrere 100 Stunden drin. Tja, habe ich kein schlechtes Gewissen nicht damit. Absolut in keinster Weise. So, Freunde der Sonne. Jetzt schaue ich noch ein paar Kommentare auf TikTok an. Und lass mir vielleicht noch das nächste 30-Sekunden-Video einfallen, weil in TikTok ist das Schöne, man braucht ja keinerlei Aufwand und keinerlei Talent. Und da habe ich dann sogar wieder Bock drauf. Und ein Fragevideo kommt voraussichtlich diesen Sonntag sogar noch. Außer ich brich mittendrin nochmal ab, aus unvorhersehbaren Gründen und mache dann Produktionsaufwand für 1 Minuten TikTok-Video 1 Minute. Ich sage, ich habe den absolutären Beweis. Wie lange dauert das Video, was ich da heute aufgenommen habe? Ich glaube 40 Sekunden oder so. Arbeit 20 Minuten. Und wenn ich keinen Text und mein Logo nicht tue, dann kann ich Transitions und so weiter und so fort, dann warten es 10 Minuten Arbeit. Und das ist halt einfach der absolute Beweis dafür, dass du für diese Scheiße nichts kennen musst. Das ist so, es ist so lame. Das Einzige, wo ich kein schlechtes Gewissen für dieses TikTok-Video habe und für die vielleicht noch kommen, ist, da ich mir halbwegs brauchbare Idee selber ausdenkt habe und nicht mir irgendeinen anderen Rotz abgeschaut habe und dumm was nachgemacht habe, weil ich selber keine Idee habe und weil ich selber nichts kann. Weißt du, was es ist. Stolze Liebe! Satisfactory ist doch das gleiche wie Factorio, bloß in 3D. Ja, richtig. Also, aber Factorio war zuerst da. Und dann ist Satisfactory gekommen. Und es spielt sich dadurch halt natürlich auch ganz anders. Hey Lager! Gib einfach mal auf YouTube Holzschweiß rein und schau's an. Holzschweißen. Mit Holzelektrode. Was? Geht das? Was? Ja, fangt das Video auch irgendwann einmal an. Ja, danke. Holz auf Holz ohne Klebstoff. Hochschule für Architektur, Bauholz. Kann man Holz wirklich schweißen? Holzstücke, sauber miteinander verbunden und dazwischen gar nichts. Kein Klebstoff, kein Kunststoff. Holzstücke, die sich allerdings so leicht nicht auseinanderbringen lassen. Ihre Zugscherfestigkeit erfüllt die Industrienormen, die an Verbindungsfugen für die Innenanwendung gestellt werden. 10 Newton pro Quadratmillimeter laut EU-Norm 204. Eco-Welding nennt die HSB Biel ihr Verfahren zur Verbindung von Holz mit Holz ohne Klebstoffe. Was schauen wir da an? Tu das weg! Holzschweißen mit Holz. Das ist garantiert Holzschweißen mit Holzelektrode. Hallo zusammen. Heute mache ich mal ein Werbevideo. Da ich mit YouTube Millionen bis jetzt verdient habe und keine Lust mehr habe auf einen weiteren Porsche oder Ferrari, habe ich mir jetzt einfach mal eine Firma gekauft. Und zwar Schweiß & Co. Schweiß & Co. macht Schweißtechnik aller Art und die haben jetzt auch Schweißelektroden für Holz auf den Markt gebracht. Und die habe ich hier. Und die werden wir jetzt gleich mal testen. Es tut mir so leid, ich muss weg da. Es tut mir so leid, ich muss weg da, weil ich einen Schlaganfall kriege. Und vielleicht und vielleicht einschlafe und dann läuft der Stream bis morgen Vormittag irgendwann. So, heute überziehen wir mal nicht eine Dreiviertelstunde, wir warten eigentlich das. Sollten wir auch mal wieder einführen. Friends of the Sun, jetzt lässt man Sprengi seinen Kommentar noch dazu, weil er mir so gut gefällt. Keine Idee haben, nennt sie auf TikTok Challenge. Der Typ schaut aus wie ein Rimworld-Charakter. Ja, so. Der Lys Forensik Rimworld sieht heute interessant aus. Leider, jetzt schleicht euch ins Bett, so schaut's aus. Hey, wie jedes Mal, wir starten mal straight auf die Sommerpause zu. Der letzte Stream ist am 4. August, am Mittwoch, dann bin ich 4 Wochen weg und dann gehen wir Vollgas. Schauen wir, was der Upload-Filter macht und so weiter und so fort. Und bis dahin haben wir noch, wie viele Streams haben wir noch? Sim, glaube ich, keine Ahnung. Leute,
Haut euch ins Bettchen hinein. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Die Leute auf YouTube, Daumen nach oben da lassen, wenn es euch taugt hat. Für mehr Rimworld, weil warum nicht mehr Menschen schlachten, essen, kochen und dann noch hochziehen. Hashtag Menschenhaut, Cowboyhut, ab in den Chat. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die neuen Mitglieder. Ich glaube, da war halt mindestens einer oder zwei waren, glaube ich, dabei. Bin mir nicht sicher. Kriegt so die Extra-Tröte. Folgt's mir auf TikTok. Für eine Parallelwelt, wenn du einen Burger auf Wish bestellst. Und keine Ahnung, merci einfach. Wir haben auf alle Fälle sauber das Feld zum Tor bis zur Sommerpause. Und ich schaue, dass ich bis dahin noch ein paar dumme Videos hinkriege. Da habe ich auf alle Fälle Bock drauf. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Vielen Dank. Haut euch hinein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. So, aber mit der Tröte. Bussi aufs Nussi. Habe! Und jetzt schleicht euch. Wir sehen uns spätestens am Sonntag zum Frage-Q&A-Video. Ich hoffe, das schaut euch an. Und ansonsten am Montag um 20 Uhr mit einer weiteren Runde Kerbal Space Program to the Moon and Beyond. Oder vielleicht nicht einmal von der Landebahn starten. Aber wir werden